das erleben, dass die Frau da ist, wenn ich komm. Res! Den ganzen Laden kannst du ausräumen. Res! Ja, bin ich schon da. Ja, schau, der rasende Rudi. Ja, Bub, was schnaufst du denn so? Du halt ein bisschen langsam. Du, da rennst du noch mal. Ja, was glaubst du, mir pressiert's? Was denn? Hast vielleicht ein Rendezvous? Ach, bin ich deppert und häng mir in der Blüte meiner Entwicklung ein Mädel an den Hals. Und was die Weiberleute heutzutage alles kosten? Die wollen doch dauernd bloß ausgeführt werden. Ins Kino, zum Eisessen und was denen sonst noch alles einfällt. Ja, recht hast du. Lass dir Zeit. Wenn du mal 5 Kinder zu versorgen hast, dann hast du so nichts mehr von deinem Leben. Ja, willst du mir jetzt einen Job fürs Leben einjagen? Ah, woher denn? Aber sag einmal gut, du bist doch so ein gescheiter Kerl. Hast dein Abitur gemacht? Ja, sag, wie lang willst denn du noch drüben, im Supermarkt drüben, die Kistel schleppen? Unbestimmt. Entweder ich arbeite mich auf zum Abteilungsleiter oder was natürlich noch viel besser wäre, ich mache mich selbstständig. Ja, übernimmst mein Grammerladl. Okay, die alte prähistorische Burg. Seien wir nicht Besseres, aber sowas wie den Lohn, das gibt's ja normalerweise heutzutage gar nicht mehr. Na ja, das siehst doch, dass das gibt. Schau, Chris, wenn's wenigstens einmal ein bisschen modernisieren darfst. Als erstes gehört einmal die alte verhaute Reklame da draußen weg. Res ist Kramerladen. Das Wort existiert im heutigen Sprachgebrauch gar nicht mehr. Aber was meinst du, wenn mir das wurscht ist? Ich existiere und das ist die Hauptsache. Also einen Dickkopf hast, das heißt, schau, Chris, das gehört zumindest schon mal in Leuchtschriften aus. Lebensmittel, Feinkost, der Resia Skinagel. Das darf was hermachen. Leuchtschrift, genau, der Feinkost. Die alten paar Weiber und Rentner, die bei mir da einkaufen, die können sich keine Feinkost nicht leisten. Geh weiter. Mit so blöden Sprich brauchst du mir gar nicht daherkommen. Und Leuchtschrift brauche ich auch keine. Weil bei der Nacht ist mein Laden zu und tagsüber wissen die Leute, wo sie mich finden. Also mit so einem modernen Krampf brauchst du mir nicht kommen. Ist ja schon gut. Aber der Durcheinander da herinnen, dass du da überhaupt noch was findest in dem Verhau. Fingerwecker, das hat alles seine Ordnung. Ja. Überhaupt regst du mir jetzt schon langsam auf. Also, solange ich da herinnen stehe, kommen mir keine so modernen Grundsteller mit so Steckerlhaxen rein. Sonst passt ja eh nicht mehr dazu. Geh weiter. Jetzt reg dich nicht auf, Res. Ich mein ja bloß. Aber nicht 3-mal in der Woche. Und der Radl steigst nächstes Mal auch nicht so saublöd vor die Tür hin. Ist ja schon gut. Pass auf, Res. Da hab ich dir die aktuellen Preise vom Supermarkt mitgebracht. Ach so. Übrigens, das weißt du, dass ich wegen dir immer haarscharf an einer Kündigung vorbeimarschiere. Geh. Ja, das ist ja praktisch Betriebsspionage, was ich da mache. Du red doch keinen Krampf zusammen. Also wenn ich noch Radl fahren kann, dann darf ich selber rüberfahren zum Supermarkt und schaut mir die Preise an. Aber bitteschön, wenn's nicht mehr magst, bitteschön, brauchst du das bloß sagen. Jesus, heute bist du aber wieder kritisch. Nein, Res, du kannst immer mit mir rechnen. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie bin ich ein sozialer Mensch. Ja. Du, jetzt schaut mal aus. Das Dorfjobs da draußen, da kannst du um ein Fünfmalspfund auf. Das ist bei uns um 12 Pfennig teurer. Ah, das waren so um 6 Euro rum. Nicht Euro, Cent. Okay, das gibt's ja doch bloß bei den Army. Na, also, ich werde mich nie drauf bringen, nie. Du, aber mit den Zwetschgen musst du runter, so ein 3 Pfennig. Und der Zucker, der ist bei uns auch im Angebot. Ach, das wird wieder eine fette Woche. Die Eier sind bei dir immer noch zu teuer. Aber die meinen sind selber gekriegt. Wer machst denn das? Von den Hähnen natürlich. Ja, und die unseren? Meinst du, die legen die Dinosaurier? Red nicht so saublöd daher. Schau, meine Eier, die sind frisch, mit schönen gelben Doten drinnen. Bei meine Eier, da spürt man direkt, was die Hähne für eine Freude haben, wenn sie im Hof umeinander scharen und die Würmer aus dem Dreck rausziehen. Ja, die da sind nicht davon so arme, zusammengerupfte, eingepferchte, unglückliche Luder. Und das schmeckt mir. Ja, ich werde schon bald mein Ladel aufgeben. Bleibt ja nichts mehr hängen. Alle haben ein Auto und fahren lieber zum Supermarkt. Der Rest sind nur ein paar Alte, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Du, und denen fällt es womöglich ein, dass sie mich aus dem Bett holen, wenn sie nachts um 1 noch einen Kamillentee brauchen. Kopf hoch, Res, morgen redst du wieder anders. Also, vierte, in ein paar Tagen komm ich wieder vorbei. Und stell der Radl nicht wieder so blöd hin. Ja, ist ja schon gut. Rudi, was ist denn heute mit deinem Bärentrick? Jesus, ja, mein Bärentrick. Wie
Wie ein kleiner Lauschtour, gell? Na ja, und ich geh wieder in mein Garteln aus. Ein bisschen was bleibt ja hängen. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Du, zuerst kauft man einen Samen bei mir, da geht natürlich die Hälfte davon gar nicht auf. Und dann kauft man wieder Pflanzen, die fressen die Schnecken zusammen. Also kommt man prompt wieder zu mir und kauft das frische Gemüse. Also, so gesehen ist das eigentlich ganz ein gutes Geschäft. Willst du meinst? Euro, führt dir das? Ja, und rasch nicht wieder so, gell? Nein, und schon deswegen gebe ich mein Grammerladl nicht auf. Nur es! Jetzt wollte ich sagen, wir sind heute beieinander, jetzt ist es wieder nicht da. Ja, wo steckt denn das Weibsbild bloß allerweil? Ah, und grad heut kann der so ein Stapel Enzian vertragen. Haben die Ehre, schöne Frau. Wie steht das werte Wohlbefinden? Ah, der Freibier, Toni. Wie viel Freibier hast du denn heute schon zusammengeschnurrt, ha? Nix ist, gar nix ist mir Thekla. Ich sag dir was, die Leute sind ja sowas von neidig. Ich muss mir doch tatsächlich ab und zu selber eine halbe kaufen. Eine Schande ist das, sag ich dir. Ah, du, wo ist denn die Res? Ja, weit kann's nicht sein. Ich darf's auch brauchen. Aber das geht ja dir nicht so. Ja, kenn mich schon aus. Hast die Flaschen nicht gefunden, gell? Du, geil, nicht frech werden. Was möchtest du überhaupt von der Ja, Res? siehst, das geht jetzt die wieder nicht so. Na, lass das bleiben. Oh, mein Lieber, das meine ich, wird sich stark interessieren, die Res. Mir wurscht. Da wird's anmachen. Ja, erzähl schon, bevor's dich reißt. Also gut, wenn du mir absolut keine Ruhe nicht lässt, dann sag ich das halt. Also pass auf. Ich sitz grad beim Wirt drüben, gell? Vor deinem Freibier. Beim Wirt drüben und da höre ich, wie hinter mir in der Nischen unser Bürgermeister mit einem Tisch kriegt. Okay, unser Bürgermeister. Ah. Ja, und was hat er gesagt? Ja, so viel ich mitgekriegt hab, geht's um das Häusl von der Res da. Wieso denn das? Ja, mei, ich hab nicht alles so genau verstanden, weißt du, aber da war von Autobahnanbindung die Rede und von Grundstücksenteignung und so weiter, ja. Ja, und das habe ich dann ganz genau verstanden. Wie er gesagt hat, es bedarf nur des einen oder anderen Wortes in das richtige Ohr, an der richtigen Stelle und die Sache ist gelaufen. Ja, aber das verstehe ich jetzt nicht. Du, und vor allem, was hat denn das mit der Res ihrem Heisel zum tun? Ja, mein Weg wird's halt sein für die neue Straße, nicht? Für was brauchen wir eine neue Straße, frage ich. Und eine Autobahn juckt mich schon gleich gar nicht. Ja, aber freilich, kaum einer so ein halb ausbauender Pimpf, er ist jetzt Bürgermeister geworden, dann muss er schon das Unterste zu Oberst kehren, gell? Du, gell, nicht frech werden. Der Herr Bürgermeister ist immerhin mein Sohn. Freilich, ist ja dein Bubi, gell? Da kannst du was einbieten drauf. Du, nicht frech werden, gell? Was fällt denn überhaupt ein? Jetzt halt einmal die Luft an. Mein Bub hat's auf jeden Fall zu was gebracht. Und was bist denn du? Ein Nix, ein Niemand, ein Rumtreiber. Und außerdem verstehst du nix von der Politik und vom Fortschritt. Also bist Staat. Ja, mit dir rede ich sowieso nicht mehr. Weil du bist ja für mich in keinster Weise ein kompetenter Gesprächspartner. Was bin ich nicht? Da drum fällt's dir, weißt du das nicht Ja, weißt du das nicht begreifst, dass mit eurem hochgepriesenen Fortschritt die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Aber vielleicht kapierst du es ja noch mal. Ach, mit dir streite ich nicht. Du, und der Rest sagst du am besten gar nichts. Weil wenn mein Sohn, der Herr Bürgermeister, ihr was mitzuteilen hat, dann wird er das schon machen. Da brauchen wir nicht die dazu. Ja, ist mir auch recht. Ich hätte halt gewissermaßen als Frühwarnsystem fungiert, verstehst du? Weißt du vielleicht was Genaues? Ich weiß gar nichts. Also, Mein Lieber, aber das kann ich dir sagen. Bei mir geht's da drin in der letzten Zeit zu, sag ich dir, mein Lieber. In der Früh ist mal gar nicht gut. dann kriegst du ein Kind. Hä? Ach so, na. Ja. Du, aber bei mir war's damals genauso. Geh weiter. Ja. Tu mal deine Zunge raus. Hä? Oh mei. Ja, das schaut gar nicht gut aus. Hä?
mach deine Batzelaugen auf. Jetzt sieg es. Du hast irgendwas Schleichendes in deinem Körper. Deine sämtlichen inneren Organe werden langsam zersetzt. Du saufst zu viel. Jetzt bist du auf dem Punkt. Ich habe einen schleichenden Durst. Glaub mir's, heute sitzt bei dir in der Leber oder im Bauch. Ja. Da muss der Blinddarm raus. Ja, den habe ich schon im Alter von 3 Jahren herausgekriegt. Dann feiert er. Das kann sein. Aber den wird halt der Doktor wahrscheinlich nicht mehr haben, gell? Also, Teka, ich sag dir was, so viel Käse am Stück wie du, verzeih nicht einmal ich. Ja, warum schreit's mir denn nicht? Ich war doch bloß im Garten draußen. Ja, grüß dich, Res. Ja, wie sind wir denn heute beieinander? Ja, gut. Ja, das kann sich aber schnell ändern, wenn du hörst, was ich dir mitzuteilen hab. Heute depper die Pappen. Was habt's denn so heimlichs miteinander? Der Toni hört bloß wieder Pflehhursten. Nein, aber den Herrn Bürgermeister. Und darum sage ich das jetzt eiskalt. Könnte sein, dass der demnächst zu dir herkommt. Horch gar nicht hin, Res, der hat wieder zu viel Bier. Zu dir herkommt, sage ich, und dir hintenrum schonend beibringen möchte, dass du aus deinem Heisel raus musst. Was ist los? Was warst du? Ich weiß grundsätzlich gar nichts. Ich kann nur das wiedergeben, was ich so beiläufig mitgekriegt hab, gell? Und das hat sich gar nicht gut angehört. Da war von Autobahnanbindung die Rede, von Zwangsenteignungsbescheid, Entschädigungssumme etc. etc. Also, ich brauch keine Autobahn. Nein. Mir kann das wurscht sein. Ja, aber da war vom Nesthockerweg 7 die Rede. Und das bist doch du. Ja, Moment, freilich. Nesthockerweg 7, das bin ich. Na ja, dann soll er noch kommen. Der Herr Bürgermeister. Was hast du denn vor, Res? Ha? Ich tu ihm schon nix, dein Bubel. Nicht? Schade. Und? Ist sonst noch was? Ist sonst noch was? Ja, ich glaube, ich hab heute ein bisschen zu fett gegessen. Ein Enzian kann nicht schaden. Haha, zu fett gegessen. Fällt dir nicht einmal was anderes ein, ha? Und? Was ist mit dir, Toni? Hast du auch zu fett gegessen? Nein, ich habe eigentlich sehr mager gegessen. Aber ein Enzian kommt nicht schon, gell? Merkt das, was die Flaschen hat? Das nützt auch gar nichts, ne? Weil der jeden Tag woanders steht, gell? Also Prost beieinander. Prost! Prost. Und so wahr ich die Krameres bin. Der ist noch nicht geboren, der mich lebend aus meinem Heisel rausbringt. Soll ich dir was sagen, Res? Das glaube ich dir sogar. Dank dir, Res. Auf geht's, Toni. Geh mal. Was? Möchtest du mich mit heimnehmen, oder was? Oh mein, das kann man ja gerade noch ab. Und Res, auch wenn der Bürgermeister mein Herr Sohn ist, lass dir nix gefallen. Ich steh zu dir, was immer auch passiert. Weil die kenne ich schon länger beehren. Ja. Da hast du auch recht. Aber ich wär schon allein mit ihm fertig. Zuerst muss er einmal kommen, der Herr Bürgermeister. Res, und wenn du mich brauchen solltest, steh immer zu Diensten, gell? Auf geht's, Thekla. Geh mal. So, bitte sehr, doch. Solange die Enzianflaschen nicht werden, So, Forster, jetzt kommen wir rein, ja. Ist anscheinend gerade nicht da, die Frau Schienagel. Naja, macht ja nichts. Also, die Begebenheiten, die haben Sie ja gesehen. Das Grundstück ist ja quasi winzig. Es handelt sich jetzt nur um dieses alte Heisel da. Wie mir scheint, ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit der Straßenführung. Also hier haben wir die Ortsumgehung. Und hier, mit dieser Schleife, würde die direkte Anbindung zur Autobahn geschaffen. Pech ist eben, dass dieses durchaus niedliche Häuschen so am Ortsrand steht. Haben Sie gerade niedlich gesagt? Ja, das ist doch eine alte Bruchburg, ist das. Und von wegen am Ortsrand. Da, schauen Sie mal her.
Die steht doch ausgesprochen deppert mitten in der Gegend rum. Ja, da zwischendrin, da ist ja praktisch rein gar nichts. Da könnte ja die Straße theoretisch hier zwischendurch gehen. Na, das geht ja gleich überhaupt nicht. Weil da wäre die Reise ja vollkommen abgeschnitten vom Ort. Da käme kein Mensch zu in den Laden rein. Na, Forster, überlassen Sie die Sache nur mir, ich regel das schon. Mit der Reise bin ich bis jetzt immer noch gut zurechtgekommen, ja. Ja, aber Sie wissen, Herr Bürgermeister, die Sache muss jetzt vorangetrieben werden. Wir sind da sowieso schon im Verzug. Keine Sorge, die Reise kriegt von mir, das heißt von der Gemeinde ein Angebot, ja, da kann sie gar nicht Nein sagen. Ich soll doch froh sein, wenn sie aus diesem muffigen Loch da rauskommt. Na, ob Sie da nicht zu zuversichtlich sind, Herr Bürgermeister. In meiner jahrelangen Erfahrungspraxis krallen sich geradezu alte Leute mit einer unvorstellbaren Vehemenz an altvertrautes, das gewohnte Umfeld. Ja, da gibt's doch praktisch das alte Sprichwort von dem Baum, den man nicht verpflanzen soll. Oder so ähnlich. Geh, die Reise ist eine gestandene Frau mit der nötigen Portion Hirn. Die wird mir, meinem Erfolg und vor allem dem Wohl der Gemeinde nicht im Wege stehen, wo ich doch schon als kleiner Bub in das Laden da ein- und ausgegangen bin. Ja, dann dürften Sie in dieser Angelegenheit auch emotional vorbelastet sein. Bin ich ein sentimentaler Trottel, hä? Forster, in 4 Wochen ist die Autobahnanbindung spruchreif. Was für mich durchaus ein gewisser Erfolg ist auf kommunaler Ebene. Ja, und da bin ich direkt ein bisschen stolz. Dürfen Sie, Herr Bürgermeister, wenn die Operation Fernverkehr durch alle behördlichen Instanzen abgesegnet ist. Ja, ihr Bürokrat mit einem geschraubten Beamtendeutsch, glaubst du das? Ja, was ist denn? Jetzt darfst du aber schon langsam kommen, die Reis. Ja, wie lang können wir nicht mehr warten mit den ersten Vorbesprechungen? Also ehrlich gesagt, ich dachte, das wäre schon längst geschehen. Die Reis ist doch ein kleiner Fisch für mich. Und dann nur nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ja, da muss man mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Der Herr Bürgermeister ist da. Kaufen Sie auch ein bei der Rest. Das ist aber nett von Ihnen. Ja, ist schon recht, Greitner, ja. Der Herr da ist gewiss aus der Stadt. Grüß Ihnen gut, ich bin der Kreitler Hans. Greitner, es langt schon wieder, gell? Ja. Ist er ein bisschen schüchtern, ha? Sie, ein schönes Obst hat die Rest gerade da. Und billiger als wie im Supermarkt. Müssen Sie unbedingt was mit heimnehmen. Ja, da freut sich die Frau Gattin. Wo ist denn die Rest? Das macht ja nichts. Ich brauche ja bloß 3 Eier. Da weiß ja nie, wie man so mal brauchen kann. Gell? Die nehme ich mir gleich selber. So, Dala. Und dann schreiben wir es aufs Tafel auf. Und beim nächsten Mal, da zahlen wir es dann. Ja, das machen wir immer so bei der Rest. Recht praktisch, gell? Unglaublich. Ja, sehr praktisch. Da schau her. Jetzt habe ich schon gemeint, Sie sind taubstumm. Und die Reis, die vertraut da drauf, dass jeder seine Waren da auf das Tafel nachschreibt. Selbstverständlich. Wir sind doch lauter ehrliche Leute im Dorf. Oder meinen Sie, dass einer die Rest scheißen hat? Ja, gar nie nicht. Naja, im Supermarkt werden solche Praktiken natürlich nicht toleriert. Was juckt mich der Supermarkt? Da gehe ich sowieso nicht rein. In den riesigen, unwirtlichen Laden, wo du dein Club selber zusammensuchen musst. Nein. Ich kaufe weiterhin bei der Res ein. Da kriege ich immer noch das, was ich brauche. Ja, Greitner, es fragt sich nur, wie lang das noch möglich ist. Wieso? Hört die Res auf? Naja, also das Alter hätt's dazu. Sehen Sie, Herr... Greitner, wenn's recht ist. Ja, Herr Greitner, die Sache ist folgendermaßen. Also die Gemeinde, sprich Regierungsbehörde, plant eine Ortsumgehung. Müsste man auch um einen Ort rumgehen? Nein. Aber nein. Pass auf, Greitner. Stuhl. Greitner, pass auf. Eine Ortsumgehung ist eine Straße, die den Verkehr, der durch den Ort durchgeht, entlasten soll. Und diese Entlastung durch die neue Straße wird gleichzeitig eine Anbindung an die Autobahn. Was natürlich für unseren Ort ungeheure Vorteile bringt. Welche waren das nachher? Ja, das lässt sich jetzt mit einfachen Worten gar nicht so leicht sagen. Ich glaube, das lässt sich mit vielen Worten auch nicht sagen. Für uns paar Hansel und die dazugehörigen Stinkkrawallkisten, da gelangen unsere Straßen. Das ist meine Meinung. Ja, auf dem wir ungeheuer scharf sind. Ne? Was der Herr Bürgermeister damit sagen will, das Haus der Frau Therese Schienagel
ist dieser Straßenführung schlicht und einfach im Wege. Jawohl, es muss weg. Was? Ja, seid denn ihr narrisch, Mann? Greitner, mäßige deine Stimme und überleg gut, was du sagst. Da brauch ich nicht viel überlegen. Bloß wegen einer dämlichen Straße, die kein Mensch nicht braucht, soll das Häusl da mitsamt die Leute verschwinden? Aber die Leute sind doch heraußen. Mein Gott, na, Forster, mit solchen Leuten kann man nicht diskutieren. Greitner, stören Sie nicht länger bei unseren Amtshandlungen und verschwind. Ja, ich geh sowieso. Ich sag dir bloß das eine, Bürgermeister. Überleg gut, was du da tust. Denn die haben die meisten Leute im Dorf noch mit den aufgeschlagenen Knie und mit der Rotzglocken rumrennen sehen. Eine wärst du hart da mit deiner Straßen. Es kann mir niemand zum Vorwurf machen, dass mir das Wohl der Gemeinde nicht am Herzen liegt. Was dir, oh Entschuldigung, Ihnen, Herr Bürgermeister, am Herzen liegt, das sage ich jetzt lieber nicht. Und man, ich war der Freibetone ein besserer Bürgermeister gewesen. Weil der hat wenigstens ein Herz. Ins Wochenblatt brauche ich es jetzt nicht mehr durch. Das bleibt mir wenigstens erspart. Ja, aber einiger Ärger wird Ihnen wohl nicht erspart bleiben. Wenn die Frau Schienagel ebenso streitbar ist, wie eben dieser Herr da. Die Frau Schienagel, das war ich. Ja, grüß dich, Herr Gott, Herr. Ja, grüß Gott. Albert, grüß dich. Oh, oder muss ich Herr Bürgermeister sagen? Rest sind wir nicht besser, aber wir sind dienstlich da. Ich verstehe dich schon. Magst du ein Brausepulver oder ein Lutscher, Herr Bürgermeister? Frau Schienagel, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon zu Ohren gekommen ist. Mir kommt in meinem Ladl allerhand zu Ohren. Aber ich weiß jetzt nicht, was Sie da so genau meinen. Also bitte, reden Sie nicht lang drum rum. Mit mir kann man schon Deutsch reden. Gut, Rest, also wie du willst, dann wäre das auch da. Aber um es gleich mal vorwegzunehmen, ich mache nicht die Gesetze. Ich bin nur ausführendes Organ. Freilich, du tust das, was man da sagt. Richtig. Na, was sag ich, Forster? Sie versteht mich, hä? Also pass auf, Rest. Als Bürgermeister von dem Ort da bin ich ausführendes Organ. Und als solches möchte ich dich davon in Kenntnis setzen. Deutsch, hab ich gesagt, nicht Chinesisch. Also wie du willst, dann gerade raus. Res, es wird eine neue Straße gebaut. Eine Autobahnanbindung. Richtig. Na, der Nachrichtendienst ja funktioniert, hä? Ja, schau her, Res. Nachdem ja die Autobahn in unmittelbarer Nähe an unserem Ort vorbeigeht, wir aber bis jetzt bis zur nächsten Auffahrt einen kilometerlangen Umweg machen müssen, Ja, ich nicht. würdest du mich bitte nicht dauernd unterbrechen? Bitteschön. Danke. Ja, und da bei dieser Anbindung für den Fernverkehr ein unterbrechungsfreier und gleichmäßiger Verkehrsfluss gewährleistet sein sollte. Da sucht ihr euch den kürzesten Weg. Gut, Res. Ganz gut. Na, was sag ich? Sie versteht mich. Wenn ich es Ihnen kurz zeigen darf, Frau Schienagel. Also, hier haben wir eine Planungskizze der neuen Straßenführung. Sowie eine Liste der Grundstücke, die vom Bau eventuell geringfügig betroffen sind. Und wie geringfügig war das nachher bei mir? Ja, also, wir zahlen natürlich großzügige Abfindungssummen. Du wirst also für deinen Verlust, das heißt, Verlust kann man ja zu der Bruchbude da schlecht sagen. Du wirst also für deinen Verlust mit einem nicht unbeträchtlichen Betrag entschädigt werden. So, und wie viel nachher? Ja, das muss noch genau ausgerechnet werden. Eines steht auf jeden Fall jetzt schon fest. Du, Res, du kriegst eine wunderbare Neubauwohnung in unserem Paradeprojekt Alpenblick. Mit allem Komfort. Ja, ja, im 5. Stock mit Lift. Ja, ja, da. Da musst du nicht jeden Tag in der Wohnung aufkraxeln, gell? Na, Res, da wirst du spitzen, wohin du von da überall schauen kannst. Das kann ich mir vorstellen. In jedes Klofenster vom Nachbarblock, gell? Ich schau schon lieber aus in mein Gartel. Ja, das ist die Res, gell? Immer ein kleines Witzerl parat. Na, was ist Res, hä? Was sagst du jetzt zu meinem Angebot? Was Besseres konnte doch in deinem Alter gar nicht mehr passieren. Doch, nämlich das, dass du jetzt schaust, Herr Bürgermeister, dass die Schlucht da triffst. Hä? Was ist los? Ich glaube, es ist im Augenblick besser, wir verabschieden uns. Siehst du, der Herr versteht mich.
Ja, du glaubst doch nicht, dass ich das alles, was mir lieb und wert ist, mein Häusl, mein kleiner Lohn, die ruhige Straße, einfach die Leute, wo ich gewohnt bin und die schon meine Vorfahren da aufgebaut haben, dass ich das alles aufgib, bloß weil du dir eine Straße putzt, das alles da soll verschwinden und durch ein Stück Asphalt ersetzt werden? Res, jetzt schlaf doch erst einmal drüber. Schau, ich wollte doch gar nichts wegnehmen. Na, und schenken brauchst du mir doch auch nichts. Nein, du wirst doch reich dafür belohnt werden und brauchst dich für den Rest deines Lebens um nichts mehr kümmern. Versteh mich doch, ich bin doch quasi auch nur ein Katalysator im Kräftespiel des Fortschritts. Ein Katalysator? Ein Depp bist! Konstantin, haben Sie das gerade gehört? Tja, ich bin nicht taub. Eine solche Reaktion habe ich eigentlich befürchtet. Und wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Herr Bürgermeister, ich finde Ihre Art der Übermittlung etwas instinktlos. Was heißt denn da instinktlos? So eine Frechheit, glaubst du das? Hätte sie vielleicht vorher singen sollen, ha? Ich bin da aufgewachsen und ich habe den Instinkt, wie man mit solchen Leuten umgehen muss. Nicht lange verhandeln und rumfackeln, sondern vor vollendete Tatsachen stellen. Und das werde ich jetzt auch. Da können Sie sich drauf verlassen. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Sie sich nach den Vorschriften richten müssen. Und wir nun einmal das uneingeschränkte Einverständnis von der Frau Schienagel brauchen. Sie brauchen mir nicht zu sagen, was ich muss und was ich brauche. Hm? Ja, Albert. Was machst du denn damit? Frag nicht, wirst du bald erfahren. Das Wochenblatt ist schon unterwegs. Jesus, was bist denn gleich so narrisch? Ach, grüß Gott, Herr Forster. Seid auch wieder dienstlich unterwegs. Grüß Gott, Frau Bürgermeister. Grüß Gott. Ja, wie soll ich sagen, eine eher unangenehme Mission. Was nicht so. Ja. Ach, Albert, ich nehme ein Kilo von den Äpfel draußen mit. Die sind ja wunderbar. Und viel billiger als im Supermarkt. Du wirst in diesem Saftladen da überhaupt nichts mehr einkaufen. Hast du mich verstanden? Ja, aber ich kauf's trotzdem, weil ich die Hausfrau bin und nach dem Geld schauen muss. Ja, und warum soll die Res nicht ein bisschen was verdienen? Weil es die Res bald nicht mehr geben wird. Warum? Ist krank? Nein, es ist eher so, dass der Laden, das Häuschen der neuen Straße weichen soll. Ja, höchstwahrscheinlich. Was? Albert, das darfst du nicht zulassen. Das musst du verhindern. Ja, du kannst doch der armen Frau nicht einfach die Existenz unter die Füße wegziehen. Die arme Frau kriegt von ihrem Verblichenen eine gute Rente. Und außerdem wird sie für ihren Kapuff da mit einem nicht unbeträchtlichen Betrag entschädigt werden. Da brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Forster, packen zusammen. Wir sind in keiner Weise auskunftspflichtig. Niemandem gegenüber. Wie die Dinge letztlich entschieden werden, kannst du später im Gemeindeblatt nachlesen. Naja, wenn das eine beschlossene Sache wird, dann wird das ja eine großartige Leistung. Da kannst du wirklich stolz drauf sein. Ach, Albert, anschreiben. Oh, also das hat mir gerade noch gefehlt. Ha? Eine Frau Bürgermeisterin, die meint, sie muss überall einen Senf dazugeben. Geh mal, Forster. Was denn? Ja, ich wünsche Ihnen auf alle Fälle viel Glück bei Ihren weiteren Verhandlungen. Danke. Ja, und? Komm, meine Herren. Seid uns bald gegenseitig über den Haufen gerinnt, gell? Oh, Entschuldigung, ich war gerade ganz in Gedanken. Ja, ich ebenso. Entschuldigung. Okay, ich hätte ja auch schauen können. Ja, wollen Sie sicher was einkaufen? Ja. Ah, vielleicht ein bisschen Reiseproviant, ha? Chance. Die Besitzerin von da, die ist nämlich gerade hinten im Garten. Nein, die Besitzerin ist meine Tante. Ah, da, schau her. Ja, so ein nettes Nichterl hat die so die Räsel. Herr Bürgermeister, wir wollten doch gehen. Wann wir gehen, das entscheide ich, nicht wahr? Und jetzt gehen wir. Ja, oh ja, bitteschön. Also, Fräulein, es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Fräulein Evi Seebacher. Fräulein Evi Seebacher. Ja, man sieht Sie vielleicht einmal bei Gelegenheit wieder, gell? Und noch viele Grüße an das werte Tanterl, gell? Dankeschön, Sie werden es ausrichten. Ja, auf Wiederschauen, ja. Wiederschauen. Forster, gehen wir doch einmal hin. Tante Res! Tante Res! Ja, ich bin ja schon... Ja, mein Elfi besucht mich wieder. Ja, Madel.
Und mir, Tante Therese. Bei dir meine ich immer, die Zeit ist einfach stehen geblieben. Na, die bleibt da bei mir nicht stehen. Der sogenannte Fortschritt macht nicht einmal vor meinem Häusl halt. Aber sag, Berndl, was hat dich denn aus der Stadt raustrimmt zu deiner alten Tante? Du, wir haben von da heraus keine Disco. Das ist das Allerwenigste, was ich brauche. Tante Therese, kann ich ein bisschen länger bei dir bleiben? Freilich, wenn es dir nicht langweilig wird. Okay, wer kann es um denn bei dir langweilig werden? Ja, dein Zimmer oben ist immer für dich hergerichtet. Dankeschön. Du sag einmal, was hat denn der Bürgermeister persönlich bei dir wollen? Oh, ich kann da gar nicht sagen. Der geht mir sowas auf den Weg, dass ich das gar nicht sagen kann. Warum? Das ist doch ganz ein angenehmer Mensch. Der ist mir am angenehmsten, wenn ich ihn von hinten sehe. Aber Gott sei Dank funktioniert mein Frühwarnsystem ausgezeichnet. Sag einmal, waren meine Recherchen also doch richtig, hä? Ja. Er war da? Ja, er war da. Ja, grüß dich, Evel. Du, der Kreitner, der rast wie ein Taifun durchs ganze Dorf und verbreitet die Kunde. Und was sagst jetzt du zu der Aktion? Nicht viel. Hä? Aber der Teufel soll mir auf der Stelle und Pfundweis holen, wenn ich, die Krameres, jemals zulasse, dass von diesem Fleckerl Erde nur ein einziger Quadratmeter zugepflastert wird. Madel, du sollst doch Urlaub machen und nicht den ganzen Tag bei mir im Laden verbringen. Aber geh. Ach, Tante Therese, bei dir ist so schön. Ich mag eigentlich gar nicht mehr zurück in die Stadt. Ja, dann bleibst du ganz da. Oh mei, heute ist mir wirklich nicht gut. Und alles nur wegen unserem Bürgermeister. Und wegen dem Bürgermeister regst du jetzt gar nicht mehr auf, gell? Der Rudi und ich, wir finden schon eine Lösung. Ah, der Rudi und du. Du, der gefällt dir wohl, hä? Ja, der ist soweit ganz nett. Ah, ganz nett. Schauen wir mal in die Augen. Klar, bist verliebt. Und der Rudi läuft seit ein paar Tagen auch mit einem ganz depperten Schau umeinander. Da braucht man doch nur 3 und 3 zusammenzählen. Und was unseren Bürgermeister anbelangt, na, da regen wir nicht auf, aber ein Stinkwurz habe ich, das in der Wurzeln kann. So, und jetzt folgst du mir und legst dir ein bisschen hin, gell? Du schreist mir, wenn was los ist. Es ist schon nichts los. Aber du, wenn der ganz andere kommt, dann schreist du mir nicht. Weil für den bin ich nämlich nicht zu sprechen. Aber der wird er so bald aufkreuzen, weil ich seiner Vorladung nicht Folge geleistet habe. Bin ich deppert und renn dahin? Na, er will doch was von mir. Recht hast, Tante Therese. Aber jetzt legst du dich hin, gell? Ja, aber du schreist mir, gell? Ja! Servus, Evi. Ah, da rasen die Rudi. Und, gibt's was Neues? Einiges. Weißt du was vom Bürgermeister? Uninteressant. Ja, ganz nebenbei habe ich erfahren, dass der inzwischen in Dreieck hupft. Nein, ich weiß ja was viel was Schönes. Ich habe jetzt endlich mein Motorradl. Und was sagst? Toll. Ja, mehr fällt dir da nicht ein. Was erwartest du denn? Ja, dass du mindestens eine Luftsprung machst bis zur Decken auf. Weil du selbstverständlich demnächst bei mir mitfahren darfst. Ich habe schon gleich einen zweiten Helm gekauft für dich. Okay. Und du bist dir so sicher, dass er das überhaupt will? Ja, selbstverständlich willst du. Das war ja das Allerhexte. Du, die Hosen, die stehen bei mir in 2 Reihen an, dass sie mal mitfahren dürfen. Du wirst vielleicht so ein Spruchbeidel sein. Und? Wann machen wir die erste Spritztour? Unbestimmt. Bin doch nicht lebensmüde. Wenn du mit deinem Motorrad so rumkurfst und mit deinem Radl, dann gut nach. Nein, mit meinem Motorrad bin ich schon vorsichtiger. Das muss ja schließlich schonen. Also deine Logik ist unschlagbar. Ja, dich will ich natürlich auch schonen. Nicht, dass ich dir mal in einer Kurve verliere. Also dann, heut und? Jetzt tu nur grad langsam. Ich glaube, wir haben gerade andere Sorgen. Ja, ist da noch nichts eingefallen? Ja, ich studiere und komme zu der Erkenntnis, dass mir nichts einfällt. Aber irgendwas muss doch geben, wie wir dem Bürgermeister das Handwerk legen könnten. Vielleicht sollte man die öffentliche Meinung mobilisieren. Ja, dann mobilisier. Fahr umeinander und sag's alle. Glaub mir's, Rudi, das sind gar nicht so wenig Leute, die bei der Res einkaufen. Die alten Leute, die wollen einfach nicht in den Supermarkt. Das ist ja nicht zweit. Was wir brauchen, sind Public Relations. Der Saustall muss an die Öffentlichkeit.
Wir brauchen Protestinitiativen. Ja, dann rede bloß und dann mach. Mach. Du redst dich vielleicht leicht. Ich hab ja schließlich noch einen Beruf. Aber gut, gleich morgen, da werde ich ein paar hundert Zettel ausdrucken. Und die verteilen wir dann. Und als erstes schmeißen wir den Bürgermeister in den Briefkasten. Dann weiß er gleich, um was es geht. Du, ich hab da noch so einen Gedanken. Schau dir doch das Häusl einmal genau an. Das darf ja doch eigentlich das älteste im ganzen Ort sein. So windschief wie das da steht, ist das anzunehmen. Eben. Und dann die alten Balken. Ja, das schaut fast aus wie Fachwerk. Sowas gibt's normal in unserer Gegend gar nicht. Also ich finde das Häusl einmalig, von dem Lohn gar nicht zu reden. Genau, du hast recht. Da müsste doch mit dem Denkmalschutz was zu machen sein. Denkmalschutz, genau das ist. Wo ist die Res? Die hat ein bisschen niedergelegt. Dann soll es aufstehen sofort. Ja, Res, komm raus. Nee, Brudi, vielleicht schlafen. Dann soll es aufwachen. Res. Jesus, was ist denn los, ha? Mei, grad war ich eingenickt. Res, existieren von dem Haus noch irgendwelche Pläne, Unterlagen? Das hat mein Großvater schon gebaut, das weiß ich nicht. Weißt du was, Res? Jetzt denkst du mal ganz scharf nach. Weißt, es war wirklich wichtig. Ja, in einer Schuhschachtel, da war so ähnlich wie Pläne waren da drinnen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die ist. Denk nach, Res. Such's. Ja, zu was brauchst denn du die Schuhschachtel? Ich brauch nicht die Schuhschachtel, ich brauch die Pläne. Ja, zu was denn? Tante Res, der Rudi meint, ob man nicht über den Denkmalschutz was machen kann. So alt bin ich auch wieder nicht, gell? Du doch nicht, Res. Du nicht, das Häusl. Wir hätten's doch nicht aufwecken sollen. Ah, das Häusl meinst? Ja, erst vor ein paar Jahren. Da habe ich die Pläne oder die Schachtel in der Hand gehabt. Da habe ich mir schon überlegt, ob ich das ganze Zeigel nicht verbrennen sollte. Um Gottes Willen. Na, habe ich auch nicht, Also, Res, weißt du was? Jetzt legst du dich noch einmal ein bisschen hin und betst zum heiligen Scholastikus. Der ist doch nicht zuständig. Das ist der heilige Antonius. Bett, so wem's du willst. Der wird's dann dem Zuständigen schon ausrichten. Du betst inbrünstig. Und wenn dir dann irgendeine himmlische Erleuchtung kommt, dann fangst zum Suchen an. Nach der Schuhschachtel. Genau. Und wenn du das gefunden hast, dann werden wir dem Bürgermeister mal ein bisschen einen Dampf unter seinem Allerwertesten machen. Mei, Bub, ob das noch einen Wert hat. Versuchen müssen wir's. Also bitte schön, such, Tante Res. Also gut, dann suche ich, gell? Also beten, Ah, suchen. du kannst auch gleich suchen und dabei betten. Nur finden musst du das. Also beten, suchen, beten, suchen, beten. Jetzt haben wir's ganz schön durcheinander gebracht. Glaub mir's, Evi, das ist noch eine Chance. Wenn auch nur ganz eine kleine. Aber wenn wir gleich an den richtigen Mann kommen, der wo kapiert, um was das geht, dann könnte's noch klappen. Mei, wenn's nur nicht so stur war, die alte Res. Was kann man aus dem Lohn alles machen? Das darf die reizen, gell? Aber schon wir. Weißt, ich darf die ganze alte Struktur erhalten, sodass alle gern kommen und sich wohlfühlen. Eben mit viel Fingerspitzengefühl modernisieren. Ja, das Warenangebot, das müsste natürlich erweitert werden. Dazu gehört als erstes mal eine Kühltheke. Ja, aber die alte Kasse da müsste unbedingt stehen bleiben. Und die Gläser mit den Gurteln da auch. Genau, da wo mein Bärendreck drinnen ist. Magst du auch einen? Ja, freilich. Danke. Da kann ich kreativ sein und meine Ideen verwirklichen. Und man muss ja nicht immer für Fremde buckeln. Jawohl, Chef, ist schon recht, Chef. Wird sofort erledigt, Chef. Oh, glaubst du, manchmal steht's mir bis da? Was meinst du, wie mich das aufregt? Den ganzen Tag Kisteln und Biertrageln schleppen. Jeder buckelt hinterm Chef her, weil er als erster hochkommen will. Naja, Hirngespinste. Aber wir kämpfen trotzdem. Für die Rest und den Gramalon. Himmel, jetzt hab ich mich schon wieder verratscht. Also, Evi, bis später. Auf einen heißen Treif. Möglich. Hab ich's doch gewusst. Servus, Eval. Vorwarnung, das Damengeschwader naht. Und der Greitner, die alte Ratschweibe, ist auch dabei. Oh je. Ja, zu was brauchen denn wir eine Umgehungsstraße? Ein Albert muss sich nach die Vorschriften richten. Du kannst das dran und wenden, wie es du ist. Das ist und bleibt der Saustall. Grüß Gott beieinander.
Geh, Frau Wamperl, was schimpfen Sie denn so? Das ist auch meine Meinung. Wo soll ich denn meine Eier und mein Butter herkriegen? Ha? Und was man sonst noch alles braucht, machst du mir das sagen, Tekla. Du brauchst ja bloß wieder heiraten, dann hast du eine, die für dich einkauft. Danke, da geh ich lieber zu Fuß bis in die Stadt. Was geht's denn jetzt alle auf mein Albert los? Der ist nun mal der Bürgermeister. Der wird schon wissen, was er tut. Ein Schmarrnhorser. Ja, freilich. Er braucht gar nicht zum Einkaufen gehen. Und sie, die Frau Bürgermeister, die hat ein eigenes Auto und kann natürlich zweimal am Tag in die Stadt umfahren. Aber an uns denkt doch der nicht. Tekla, du musst deinem Herrn Sohn auf jeden Fall den Schwachsinn wieder ausreden. Ja, meinst du, der lässt sich von mir noch was sagen? Geh zu, der hat er doch früher schon nicht gefolgt. 100 Mal aus dem Schrein müssen, bis er einmal gekommen ist. Und dein Ludermadel, die hat sie nachts umeinander drüben, obwohl es dir Hausarrest gegeben hast. Ja, was schreibst du denn so umeinander? Vertreibt's mir ja meine Kundschaft. Und, Therese, hast du was gefunden? Na. Und? Was wollt ihr alle da? Mit dir reden. Jawohl, das wollen wir. Ja, da schau her. Haben wir denn schon Kirchweih, ha? Wieso Kirchweih? Weil so viel Gänsbein anstehen. Und der alte Kanzler. Ja. Ja, Toni, wenn du kommst, dann weißt du bestimmt was Neues, ha? Ja, wie man's nimmt, gell? Aber ich brauche zuerst ein Getriebeöl. Da rennt sie leichter morgens, gell? Ja. Ja und? Gibt's was Neues vom Bürgermeister? Ja, geht's nur alle auf mein Burm los. Jetzt braucht's nicht blären, ihr habt's ihn ja selber gewählt. Leider. Naja, ihr wisst ja wahrscheinlich schon Bescheid, gell? Aber die Res war ja bei der öffentlichen Sitzung nicht dabei. Ja, fällt mir gar nicht ein. Dachte sie. Ja, red heute endlich. Ja. Also blöd ist er nicht, unser Bürgermeister, das kann man nicht sagen. Er ist ja schließlich auf die höhere Schule gegangen. Damit meine ich, dass er raffiniert ist. Und das nicht wir, mein Lieber. Eine flammende Rede hat er gehalten. Ja, reden, das kann mein Albert. Möchtest du vielleicht einmal deine Pappen halten, ha? Also mit dem Naturschutz hat er es gehabt. Warte, ich hab mir's aufgeschrieben, damit ich ja nichts vergiss. Er setzt alles Menschenmögliche daran, hat er gesagt, dass die Naturschönheiten der Gegend erhalten bleiben. Und was die Gemarkung 367 betrifft, so wird er sofort eine Untersuchung zur Prüfung aller Kriterien veranlassen. Also wirklich sehr beeindruckend. Was ist denn das für eine Gemarkung? Ja, ich hab mich da natürlich sofort kundig gemacht, gell? Bei dieser Gemarkung handelt es sich um eine sauerne Wiesen, von der kein Mensch einen Nutzen hat. Aber er macht einen Riesenschrei, gell? Ja, um uns von der Straße und von meinem Heisel abzulenken. Exakt. Und sehr raffiniert. Ja, und was ist jetzt mit der Straße? Ja, das weiß ich noch nicht. Dann brauchst du einen Schnaps nicht saufen, gell? Wenn du nichts weißt. Ja, da kann doch nichts dafür, wenn von der Straße und von deinem Heisel nicht die Rede war, nicht wahr? Du und ich hock mich stundenlang in die trockene Luft da rein, mein Lieber. Ja, heute eins hat er noch gesagt, pass auf, wie war es das? Was das nächstens anstehende Projekt betrifft, hat er gesagt, so stehen wir noch in Verhandlungen und die Bevölkerung wird von dem weiteren Verlauf der Dinge sofort in Kenntnis gesetzt oder so weiter. Nicht wahr? Res, das nächste Projekt, das bist du. Res, wir stehen hinter dir. Geschlossen. Schaut's leid, mein Albert kann doch auch nichts dafür. Er hat mir gesagt, er kriegt den Druck von oben. Ach doch, müsst du uns kriegen, dein Albert. Du bist schon auch ein ganzer sturz Weibsbild. Da muss ich meinem Albert schon recht geben. Was bin ich? Friede! Das bringt doch nichts. Nimmt mir dir dein Heimat oder mir? Okay, die alte windschiefe Hütten da. Froh kannst du sein, wenn dir nicht einmal das Dach über dem Kopf zusammenfällt. Momental. Wir sind doch auf der Reserer Seite. Ja, oder nicht? Ha? Ja, freilich. Also ich mal auf alle Fälle Res. Ja, ich sag's doch auch nur, weil's gar so stur ist. Oh, schauen kannst du doch die Neubauwohnung wenigstens einmal. Du hättest das so schön, sag ich dir. Das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Ein Bad, so was Schönes von einem Bad. Gefliest und gekachelt, mit zart lila Fliesen bis zur Decken auf. Und lauter kleine Blärmerl drin.
Und sogar Kloschüssel und der Deckel drauf sind in einem zarten Lila. Ich brauch keine zart-lila Kloschüssel. Mir langt mein Hals. Du, sag einmal, begreifst denn du gar nichts, ha? In so einer Wohnung, da sind doch lauter Zimmer, die ich nicht kenne. Du darfst dich schon drauf wohnen. Du weißt ja gar nicht, was du redest. Wenn ich da irgendwo im Juche, im 5. Stock drum hock, ohne mein Gartel, meine Straße und meine Leute, die da bei der Tür vorbeigingen, ja, da kenn ich doch keinen Menschen. Da kann ich doch nie mehr so heimkommen. In so einer Wohnung, da war meine ganze Vergangenheit, die war beim Teufel. Da hab ich keine Erinnerung mehr, aber schon gar nichts. Erinnerungen, was hast du denn schon davon? Da herinnen, da sind noch Spuren von Menschen, die ihre Zeit da abgelegt haben. Viele, viele Jahrzehnte. Meine Eltern, meine Großeltern. Und so ein altes Heisel wie das da, ja, das lebt doch einfach. Da bist du nie ganz allein. Einbildung macht Leid krank. Schaut's doch auf, schaut's dann auf. Die Treppen sind durchdrin, die Farbe ist abblättert, die Balken haben sich gesenkt vom Gewicht von die Truhen und die Schränke. Dann auf bin ich als kleines Mädel auf und runter gesprungen. Und irgendwann wäre ich mal zum letzten Mal da aufsteigen, bis mich dann einmal runtertragen. Wie meine Mutter und meine Großmutter selig. Und da kam so ein frischbachener Bürgermeister daher und da das alles niedermachen, ohne mit der Wimper zu zucken. Na, und noch einmal na. An alten Kasten, den verrückt man immer. Das kannst du ihm ausrichten, deinem Herrn Sohn. Bravo, Res! Bravo! Diese Rede hättest du bei der öffentlichen Sitzung halten müssen. Da hätte er reinpacken können mit seinem Umweltschutz. So schön hast du das gesagt, Res. Da soll einer kommen und mir mein Heisel wegnehmen und dem darf ich aber langsam blasen, mal immer. Ein Haus, das lebt, ist ein alter, sentimentaler Kas. Das sagt mein Albert. Was, Tekla? Dein Albert kann man im Mondschein begegnen. Aber wegen dir macht die Straße keinen Umweg von 20 Kilometern, sagt mein Albert. Weil es gleich wieder 500.000 mehr kosten darf. Ja, redet Geld, dann schweigt die Welt. Red doch du nicht immer mit, was weißt denn du schon? Ich weiß grundsätzlich gar nichts. Du sagst deinem Albert, er kann seine Straße bauen, meinetwegen, wo er will. Aber nicht durch oder über mein Heisel. Das wird schon vorher abgerissen. Ja, sind jetzt wir da, dass wir der Res helfen oder gegen sie arbeiten? Die da, die ist doch befangen, das hab ich doch alles schon gesagt. Abgerissen meinst? So, das ist die Schrot von meinem Großvater. Und die putze ich jetzt. Rein zur Vorsorge. Ja, man weiß nie, wie man es brauchen kann, gell? Du bist ja narrisch, weil du kehrst ja leid, sagst doch auch was. Res, mach dich doch nicht unglücklich. Das ist doch die schönste Straße nicht wert. Überleg dir das nochmal mit der Neubauwohnung. Schau, eine zart lila Kloschüssel. Nein, Toni, zeig mir einmal, wie die Flinten genau funktioniert. Ja, aber gerne, Res. Schau her, da nimmst du jetzt den Kolben ganz fest an die Schulter, ganz fest. Gut. Und dann nimmst du dein Ziel ganz genau. Hilfe! Ganz fixiert. Und schon seid's dran. Schaut so, meine tapferen, mutigen Mitstreiter. Ja, mei, das darfst du ja nicht in die Übe nehmen. Mit dem Bürgermeister will sich halt keiner ganz verderben, nicht? Ja, und wie ist dann mit dir? Was? Freibier, Toni, ha? Ah, mei. Ich hab noch nie einen Menschen braucht. Und schon gleich gar nicht einen Bürgermeister. Um Gottes Willen, was? Ich hab's! Sag einmal, hast du Kolik, was du schreist? Die Schuhschachtel! Jetzt schau mir mal an, bist du schon gesund? Halt mir nicht auf, sonst vergiss ich's wieder. Was? Ich weiß die Schuhschachtel!
Wenn die Res schon eine Schuhschachtel so aus der Fassung bringt, dann steht er die den Kampf mit der Bürokratie nie durch. Schade um die zwei alten Hitten. Um das Heisel da. Und um die Res. Soll ich lieber hier auf den Dachboden aufsteigen? Mama, du bringst der Hexensteig nach. Ja, passt aber auf, gell? Ja, was tut denn das da? Ja, grüß Gott, Frau Renifi. Jösses, jösses. Wie wird ihr mit so zarten Händen, mit so gefährlichen Waffen umgehen? Schau, schau. Der Herr Bürgermeister gibt uns wieder mal die Ehre. Ja, Ihre Tante weigert sich ja standhaft, den amtlichen Forderungen Nachfolge zu leisten. Und? Wundert Sie das? Naja, eure Leid sieht man so manches nach. Und schließlich ist man auch noch Mensch. Ach ja. Frau Levi, Sie sind doch eine junge, aufgeschlossene Frau. Sie sollten doch wissen, um was es eigentlich geht. Bedauere, Herr Bürgermeister, leider nein. Ich bin auch ganz und gar nicht Ihrer Meinung, dass man wegen einer Straße, die der Ort wirklich nicht braucht. Meinen Sie nicht, dass Sie da Ihr Durchblickvermögen ein bisschen überschätzen? Möglich. Ich sehe jedenfalls, dass die Menschlichkeit wieder mal dem Fortschritt geopfert werden soll. Menschlichkeit, Menschlichkeit ist in diesem Zusammenhang wohl ein bisschen eine hochgegriffene Wortwahl, oder? Es kann doch auf alle Fälle nicht angehen, dass sich ein Einzelner dermaßen dem öffentlichen Interesse entgegensetzt, dass ein ganzes Projekt in Frage gestellt wird. Ja, wo sind wir denn? Sie haben da so eine wunderschöne Rede gehalten, Herr Bürgermeister. Ja, die Ansprache hat auch bei meinen Wählern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. So, bei mir nicht. Naturschutz recht und gut, aber die einzige Art, die bei Ihnen keinen Schutz erhält, ist der Mensch. Fräulein Evi, Ihr entzückendes Köpferl ist viel zu schade. Zu dumm, meinen Sie wohl. Zu schade, und das betone ich ausdrücklich, als dass Sie es sich über so tiefgreifende Angelegenheiten zerbrechen sollten. Das überlassen Sie bitte uns Männern, gell? Aber gern. Sie, Herr Bürgermeister, werden sicher das anstehende Problem zur allseitigen vollen Befriedigung lösen. Gell? Dazu bin ich da. Wissen Sie was? Dieses nichtssagende, hochtrabende Geschwätz war ich mir nimmer länger an. Fräulein Evi, bleiben's doch da, bitteschön. Schauen Sie, könnten wir zwei uns nicht einmal privat treffen? Wir zwei ganz allein, ohne alle belastenden Zwänge. Also mir wäre wirklich sehr daran gelegen. Bitte. Aber gern. Wenn es Ihre Frau erlaubt. Schau das an, diese kleine Kratzbürste. Das ist eine harte Nuss. Naja, noch ist nicht aller Tage Abend. Oh, Entschuldigung, Herr Bürgermeister. Herr Forster, wo war's denn die ganze Zeit da? Glauben Sie, ich will ja den ganzen Tag da herin verbringen? Die Frau Schienagel ist nicht da. Nein, aber die wird gleich da sein. Werden wir gleich haben. Momental. Res! Res! Ja, klar, ich komm so schnell da nicht mehr runter. Und? Kam es bei den Verhandlungen zu irgendeinem Ergebnis? Nein, es gab noch keine Verhandlungen. Dann wird es aber langsam eng. Das weiß ich schon selber, das brauchen Sie mir nicht sagen. So, bin schon da. Ah, Albert, du. Oh, Entschuldigung, muss ich Herr Bürgermeister sagen? Ja, Res, ich bin's. Was hast du noch für ein staubiges Drum? Ha, das ist ja schon ganz von die Mais zerfressen. Finger weg da! Nur der Karton. Aber nicht, Gott sei Dank, nicht der Inhalt. Und Sie? Ja, was haben Sie mir zu berichten, hä? Frau Schienagel, wie Ihnen ja bekannt ist... Steht mein Heisel eurer Straße im Weg. Tja, bedauerlicherweise ja. Und da bleibt's auch stehen. Sonst noch was? Res, du kennst mich doch. Ja, lang nur schon. Na also, und da wirst du wissen, dass ich ein grundguter Mensch bin und dass ich keinem was Böses will. Mei, wohnen muss ich nicht gleich gehen. Keinem, hab ich gesagt. Und dir doch schon gleich gar nicht. Mein Gott, ich weiß noch gut. Wirst du als kleiner Bub talerweit so in mein Land da reingetrabt bist, mit aufgeschlagenen Knie und Dreckbatzen bis zum Hosenboden auf. Ja, da, deine Nasenspitzen hat grad bis daher gereicht. Ja, also das gehört jetzt nicht daher. Ja, an die Füße hast du heute keinen Dreck mehr drum. Res, dir ist schon klar, dass wir auch anders können. Herr Bürgermeister. Anders können, hab ich gesagt. Res, in Härtefällen gibt's Zwangsenteignungen. Da kriegst du dann bloß einen Bruchteil von dem, was ich dir bieten würde. Ach so, meinst. Aber für Erdbebenopfer in Peru von Tür zu Tür rennen und eigenhändig sammeln, damit ja die armen Leute
einen Dach über den Kopf kriegen, gell? Und dann mein Heisel dem Erdboden gleich machen, ha, du? Wie nennt man denn das? Ich werde das sagen. Eine doppelte Moral ist das. Also, so kommen wir nicht weiter. Ja, Forster, sagen Sie auch einmal was. Sehen Sie, Frau Schienagel, es ist ja gar nicht die Entscheidung des Herrn Bürgermeisters. Das sehen Sie vollkommen falsch. An diesem Projekt arbeiten bereits seit Monaten Untersuchungsausschüsse, Kommissionen, Schiedsstellen, hochrangige Experten. Die können alle miteinander in der Pfeife geraucht. Wenn Sie unbedingt eine neue Straße bauen wollt, ja, dann macht doch ein Tunnel unter meinem Heisel durch. Ja, natürlich. Freilich, so schaust du aus, ja. Und wer soll das bitte zahlen? Ja, ich doch nicht. Frau Schienagel, wie der Herr Bürgermeister bereits erwähnte, werden Sie mehr als großzügig entschädigt. Ich weiß, mit einer zart-lila Kloschüssel. Außer natürlich bei einer Zwangsenteignung. Jetzt werfen Sie doch mal einen Blick hinein. Warum meinen Sie wohl, haben wir als erstes diese großzügige Wohnanlage errichtet? Ja, wir haben uns schon etwas dabei gedacht. Wir gehen in genau geplanten Phasen vor, Schritt für Schritt. Nur die Rest. Macht euch einen Strich durch die genau geplanten Phasen. So, und jetzt werde ich euch einmal sagen, nur weil eine Horde damischer Bürokraten, die sich sowieso von meinen Steuern ihren Hintern platt drucken, bloß weil die sich in ihre Holzköpfe gesetzt haben, dass da einmal eine Straße hin muss, wo noch nie eine war, da lasse ich mir mein ererbtes Heisel nicht von Erdboden gleich machen. Wo soll denn meine Kundschaft sonst ihre Krautköpfe kaufen, ha? Es gibt doch einen Supermarkt. Mit dir rede ich doch nimmer! Hab ich ja getroffen, ha? Mein Gott, na, das tut mir aber leid, weil Sie kennen doch gar nichts dafür. Rest, das geht zu weit. Meine Geduld ist jetzt zu Ende. Ich meine schon auch. Gut, dann werden wir einmal Klartext reden. Der Bagger, der steht schon bereit. Und was will der? Ja, baggern! Und als erstes kommt dieses unaussprechliche Gebäude da draußen im Garten weg. Was für Gebäude? Ah, Sie meinen einmal Scheißheisel, ha? Das geht nicht. Wo soll ich denn sonst mein Kreuz trocknen, ha? Was tust du? Reg dich nicht auf. Ist ja sowieso schon lang außer Betrieb. Na. Mit dieser geschlamperten Wirtschaft räume ich jetzt auf. Da gibt's jetzt kein Pardon mehr. Was bitteschön ist denn das? Mein Gott, hat schon mal wieder so ein armes Mauseli erwischt, ha? Soll das heißen, du hast Mäuse? Ja, ich mein schon, dass das eine Maus ist und kein Dromedar. Mäuse? Ekele, regendes Ungeziefer übelster Art. Krankheitsüberträger in einem Lebensmittelladen. Res, das bricht dir das Genick. Na, der Maus hat es gebrochen. Forster, die Maus ist ein Beweisstück fürs Gesundheitsamt. Die Maus kommt zu den Akten. Wie meinen Sie? Ja, was ist denn? Lernst die Maus raus aus der Falle? Ich? Ja, von selber kann sie es ja nicht mehr. Jetzt stehen sie ja nicht so. Ja, und nun? Zu den Akten, habe ich gesagt. Der ganze Bad unter der Tätschen Maus mitten im schönen Neubaugebiet. Du regst mich halt nicht mehr auf. Du hörst noch von mir. Bedauere. Forster! Na. Normalerweise müsst ihr jetzt lachen. Die Maus kommt zu den Akten. Wenn er mich nur nicht so aufgeregt hätte. Ist jetzt endlich weg. So ein unangenehmer Mensch, dass sich der nicht schämt. Na, im Grund ist er ein guter Mensch. Was aber die Zeit hat ihn heute so gemacht, die Zeit. Ja, was ist denn das? Ja, um Gottes Willen, ein Mordstrombacker. Ja, der ist halt größer wie mein Heisel. Der steht ja tatsächlich schon vom Gartenzaun. Ja, Tante Res, was machen wir denn jetzt? Lass mich aus! Ich stürz mich vor den Backer! Das machst du nicht, Res. Gar nicht beachten. Einfach ignorieren. Du wirst doch dein junges Leben nicht so sinnlos wegwerfen wollen. Was anderes.
Hast du die Schachtel mit den Plänen schon gefunden? Ja, da steht's drunten. Du, so um 1800 rum ist das Häusl gebaut worden. Das schon. Ich war in der Zwischenzeit auch nicht untätig und habe schon einige Vorgespräche geführt. Und wir können gleich. Was? Ja, Res, setz den Helm auf. Wir starten mit Vollgas durch. Da bin ich zu alt. Für die Gerechtigkeit, da muss man Opfer bringen. Gut, dann bringe ich Opfer. Ich wollte schon eine Wallfahrt machen. Mit dem Helm her. Entschuldige, grüß dich und vierte auch gleich. Ja, aber du wolltest doch mit mir... Bedauere außerordentlich. Aber die erste Spritztour muss ich mit dieser streitbaren, aber dennoch bezaubernden Dame machen. Leider. Gib mir heute den Brief. Ich gebe ihn dann der Tante Res. Nichts darüber gebe ich höchstpersönlich. Aber was anderes. Nachdem ich jetzt schon wochenlang um den heißen Brei rumschreie, sollten wir uns doch mal langsam Gedanken über unsere Zukunft machen. Langsam. Also so geht's ja wirklich nicht. Da muss vorher noch einiges geklärt werden. Und was? Gut, was willst du wissen? Ich bin frei, ungebunden, habe keine unmündigen Kinder zu versorgen und arbeite an einer steilen Karriere. Langt das vorerst? Ja, klingt soweit nicht schlecht. Gut, wann heiraten wir? Ah, bist du wahnsinnig? Nein, da grabt sie lieber noch mal die Kurven. Ja. Ich nehme hiermit und auf der Stelle sämtliche Puzzle zurück. Siehst du das? So viel sind eure Liebeserklärungen wert. Alle seid's gleich. Aber keine Angst, ans Heiraten denke ich wirklich auch noch nicht. Gott sei Dank. Dieser Schock ist mir jetzt noch gar nicht gefahren. Naja, bist mir ja eh bald wieder los. Ich kann ja nicht ewig unbezahlten Urlaub nehmen. Und dann schaut's ganz so aus, wie wenn mich der Herr Bürgermeister sehr verehren würde. Er ist zwar verheiratet, aber man kennt ja die Männer. Was, der Bleiwölferschnitt steht auf die? Ehrlich? Boah. Ehrlich, er will sich sogar mit mir treffen. Unter 4 Augen. Hey, das war gar nicht so schlecht. Dann hätten wir für den äußersten Notfall noch was in der Hand. Was geht denn jetzt in deinem Kopf wieder vor, hä? Lass den Rudi noch machen. Ich ras jetzt noch mal schnell heim und du gibst der Rest dabei den Brief. Der ist amtlich. Und? Krieg ich jetzt kein bisschen mehr. Nichts lieber als das. Jesus, Zugedurz, nein, ist da dieser Gaude. Schau. Tante Res, wir haben bloß... Ein amtliches Schreiben für dich. Amtlich, mach's auf, Rudi, mach's auf. Das amtliche Schreiben, lass mich hier sitzen. Nicht, dass mich umhaut. Amtlich. Vorläufiger Bescheid. Was? Sofortiger Baustopp. Staatliche Zuwendung für nötige Sanierungsmaßnahmen des denkmalgeschützten Anwesen Nesthockerweg 7 in Aussicht gestellt werden. Tante Res, du hast gewonnen. Kinder, ich sag's euch, es hängt nicht 100 Jahre nach einer Seite. Es kommt der Tag, wo ich wieder lach und nicht die anderen. Resi, gratuliert dir. Also hat meine Wallfahrt auf deinen Feuerstuhl doch genützt. Aber jetzt muss ich wirklich weiter. Also, servus, Herzegopperl, bis später. Nein, schau aus. Jetzt haben wir schon so viel Weiberleid, dass wir in 2 Schichten arbeiten müssen. Da schau aus. Das gibt's ja nicht. Ja. Rund um den Backer stehen lauter Biertisch und Bink. Und alle lassen es gut gehen. Ja, und der Baggerfahrer sitzt mittendrin. Du, zuerst ist er schon umeinander gekupft, auf das wie das Rumpelstilzchen selber. Aber dann, gegen so viel Weiberleid, hat er nichts mehr ausrichten können. Und dann hat er quasi kapituliert. Da schau, jetzt frisst er schon das 4. Stückel Kuchen. Tante Res, das kostet ja aber einen Haufen Geld. Ja, mir doch nicht. Hat alles die Frau Bürgermeister gesponsert. Ui. Wenn das der Herr Bürgermeister erfährt, das gibt Ärger. Wieso? Mit dem Brief in der Tasche? Nein. Der Backer,
wird umzingelt. Oder er walzt uns alle nieder. Oder er zieht sich freiwillig wieder zurück. Also, Tante Res, wie du das alles schaffst. Ich doch nicht. Der Rudi ist auf die gute Idee gekommen. Ja, ist übrigens ein cleveres Bürscherl. Und dann steht ja meine ganze Kundschaft hinter mir. Das hätte ich nie geglaubt, nie. Ja. Aber dass ich alle zusammentrommelt hab, da redst nix davon, gell? Du, gestern bin ich den ganzen Tag, wohlgemerkt ohne ein einziges Freibier, gell? Bin ich von Haus zu Haus gerannt. Die Füße haben mir weh, du. Und die Gurgel hat mich brennt. So, wenn man das Maulgefransen kriegt. Dass ja jeder mitmacht bei der genialen Aktion, nicht? War vielleicht die Idee mit der Belagerung von dir? Ja, natürlich. Was? Oder kennst du sonst noch jemand in diesem Kaff, der so grandiose Einfälle hat? Naja, der Rudi hat einmal so nebenbei was verlauten lassen, gell? Aber ich war als erstes bei der Frau Bürgermeister und Wunder, oh Wunder, sie hat sofort mitgemacht. So viel Schneid hätte ich dir gar nicht zutraut. Ja, sie hat gesagt, jede von den Weibern muss sofort einen Kuchen backen. Die Kosten übernimmt sie. Sogar für eine Flasche Enzian für mich. Ja, das ist eine feine, kluge Frau, mein Lieber. Und heiratet einen solchen Deppen, gell? Übrigens, von dem ist gerade die Kunde an mein Ohr gedrungen, dass der durchs Dorf rast wie ein wild gewordener Tornado, gell? Also Res, wenn der in der Ladal reinfliegt, dann darfst du deine Knoblauchzipfel aber festhalten. Sonst, sind's raus beim Tier. Vor dem Herrn Bürgermeister haben wir jetzt gar keine Angst mehr. Wahrscheinlich, Tante Res. Aber schon gar nicht. Aber wenn der Belagerungszustand um den Backer noch lang dauert, dann wird uns wahrscheinlich die Munition in Form von Kuchen und Wurst ausgehen. Ein Schnaps hast du vergessen. Aber den krieg ich ja sowieso. Von wem denn? Ja, von dir? Es sieht hinaus und hilft der Frau Bürgermeister, die der Wunsch des Sohns aufteilt. Mei, schau her, alle sind's gekommen. Du, bloß die Thekla sicher nicht. Ja, ist das die Thekla, die hätte ich jetzt bald vergessen. Die steht da hinten ums Eck rum, weißt du? Ja, die traut sich nicht rein wegen Neuling, weißt du das ja selber. Ja, und ich habe mich jetzt bereit erklärt, die Friedensvorverhandlungen zu übernehmen. Soll ich ja schreien? Na, nicht reintrauen, so ein dummes Luder. Freilich, hol's rein, auf was wart's denn noch? No. Bisschen freundlicher geht's nicht, hä? Thekla! Einer! Husch! Grüß dich, Res. Grüß dich, Thekla. Ich hab nicht eher kommen können, Kirschnudeln waren noch nicht fertig. Ich hab sie ja nicht draußen hingestellt. Du, der Baggerfahrer, der schaufelt schon in sich. Mein Lieber, der kann vielleicht fressen. Muss ich gleich aus dazu. Mein Schnaps holen wir später, gell? Mein Lieber, mit deiner zartlila Kloschüssel hast du mich beinahe aufgeregt. Hast ja recht. Eine stinknormale weiße Tatsache, gell? Ja. Ein bisschen blöd sind wir schon. Ich bin ja so froh, dass wir wieder gut sind. Okay, ich war dir doch nie bes. Nur eine Stunde hat er mir heute, gell? Du, aber mit dem Gewehr hättest du auch nicht so rumfuchteln brauchen. Einer so, der Schrecker. Okay, weiter, ich hätte doch nie geschossen. Und am allerwenigstens auf dich. Höchstens auf deinen Herrn Sohn. Okay. Musst doch mich auch verstehen. Er ist halt trotz allem einmal mein Bub. Ja, freilich. Und man weiß ja nie, gell, was aus den Kindern einmal wird. Du, ich mein, als dein Bub, da ist er schwer in Ordnung. Aber als Bürgermeister, da ist er ein Depp. Das darfst du jetzt nicht sagen. Ah, komm, fangen wir nicht wieder von vorne an. Die alten Geschichten lassen wir ruhen. Geh mit mir hinaus in die Küche, ich zeig dir was. Da haben wir ja keine Zeit und keine Ruhe da herinnen. Jeden Augenblick rumpelt bei anderer rein, gell? Bin ich aber zu neugierig, was du mir sagst. Es ist ja nicht zu fassen. Es ist ja nicht zu fassen. Meine eigene Frau, dass ich das noch erleben muss. Ja, sei froh, dass du das erlebst. Sonst warst du nämlich schon im Hotel zur hölzernen Kiste. Red doch nicht so deppert daher, was das da? Darf mich nicht wundern, wenn hinter der ganzen Gaudi da du stecken darfst. Darf mich auch nicht wundern. Sag mal, was rennst du mir die ganze Zeit hinterher? Was willst du denn von mir? Beruhigen möchte dich. Ich will mich nicht beruhigen. Ist auch recht, dann regst du dich halt auf.
Und dann wollte ich dir noch einmal die Meinung sagen. Interessiert mich nicht. Was meinst denn du, was mich, für die Gemeinde eine Spassetteln da kosten, da Aufruf zum Streik? Aber das wird euch alles nichts nutzen. Ja, das wird sich noch rausstellen. Ich meine, freilich, für Leute von deiner Sorten ist ja Geld, Dividende und Gewinn das Maß aller Dinge. Geh, red doch nicht so deppert daher. Trink du lieber dein Freibier und kümmere dich nicht um Sachen, von denen du keine Ahnung hast. Siehst, das ist schon wieder ein Irrtum. Du hast keine Ahnung. Weil leider auch du, wir alle von deiner Sorten, dem trügerischen Wahn unterliegst, dass unsere Erde ein Selbstbedienungsladen ist, in dem sich jeder nehmen kann, was er gerade lustig ist. Schade um dich. Warst einmal so ein netter Bub. Früher. Und darum sage ich das jetzt eiskalt. Ein Zaustall ist das da ringsrum. Und du hockst mittendrin. Oh mein Toni, was weißt denn du? Du hast auch wieder recht, Bürgermeister. Ich sehe alles, ich höre alles, aber wissen tue ich gar nichts. Und du regst jetzt nicht mehr so auf, sonst haust du nämlich wirklich einmal runter vom Stangerl. Und das Letzte, was du dann brauchst, ist eine Umgehungsstraße. Weil die Straße, die du dann gehst, die ist kerzengrot. Bloß weiß man nicht, führt sie nach oben oder nach unten. Nichts für ungut. Ist bloß die unmaßgebliche Meinung von einem, der nichts weiß. Habe die Ehre. Es darf doch nicht wahr sein. Hat's die alte Res also wirklich geschafft, dass sie mich klar kriegt? Ah, der Herr Bürgermeister? Na, Fräulein Evi, jetzt können Sie ja triumphieren. Nein, das tue ich wirklich nicht. Aber wenn ich einen guten Rat geben darf, lassen Sie doch die ganze Straßenaktion einfach ab. Ja, wie stellen Sie sich denn das vor? Okay, unmöglich. Zuerst ringen die in der Regierung die Bude ein. Ja, das heißt, ich befürworte dieses Bauvorhaben. Und dann da die daherkommen und sagen, tut mir leid, meine Herren, ich hab was anderes überlegt. Ich will jetzt überhaupt gar keine Straße mehr. Also, wenn Sie ganz ehrlich sind, geht's doch da weniger um die Straße als um Ihren persönlichen Ehrgeiz. Es geht mir um die Bürger. Ach, geh. Je mehr Straßen, umso mehr Autos. Sie sollten in die Politik gehen, Fräulein Evi. Schauen Sie, es handelt sich da um ein von der Regierung und nicht um ein von mir geplantes Projekt. Aber was redet ihr da noch lange umeinander? Ich muss jetzt erst mal überlegen, was ich als nächstes machen sollt. Fräulein Evi, gehen Sie heute nicht gar so hart mit mir ins Gericht. Schauen Sie, ich brauche jetzt ganz was anderes. Was denn, Herr Bürgermeister? Ja, etwas Wärme, menschliche Zuwendung, Verständnis, Nähe, Anlehnung. Das sind eigentlich lauter Dinge, für die Ihre Frau zuständig wäre. Meinen Sie nicht? Wie ihr nicht entgangen ist, hat meine Frau was Besseres zu tun. Sie fällt mir in aller Öffentlichkeit in den Rücken, ja, und füttert den Baggerfahrer von meinem Geld mit Kuchen ab. Das kann ich ihr nie, zumindest sehr lange nicht verzeihen. Okay. Fräulein Evi, bleibst doch da, bitte bleibst da. Na, was ist, könnten wir zwei uns nicht einmal allein irgendwo treffen, so zum... Anlehnen? Genau, zum Anlehnen. Na, wie wär's? Heute Abend um 9 unter der Brücke. Hm? Mal schauen. Oh, Entschuldigung. Ja, was ist denn Forster, wo waren Sie die ganze Zeit, hä? Ich habe auch schon versucht, Sie zu erreichen, Herr Bürgermeister. Ich denke... Haben Sie diese bodenlose Sauerei da draußen gesehen? Ich denke... Haben Sie dilettantische Durchschnittsexistenz überhaupt einen Schimmer von Ahnung gehabt, was da im Untergrund vor sich gegangen ist? Ich denke... Haben Sie gemerkt, dass da hinter meinem Rücken ein Widerstand organisiert worden ist? Haben Sie es nicht gemerkt? Die Fragen stelle ich. Haben Sie überhaupt von irgendetwas eine Ahnung gehabt? Ich denke... Und ich denke, wenn Sie jetzt nicht sofort eine gedankliche Vollbremsung machen, dann mache ich einen Ochsenmaul-Salat aus Jena. Ja, gibt's denn sowas auch, hä? Dackert da rum, als wäre hin die karierte Eier liegt. Ich denke, Sie sollten mich jetzt endlich einmal aussprechen lassen, Herr Bürgermeister. Ha? Was ist los? Hören Sie mir endlich zu, dann erfahren Sie es. Ich bitte Sie um Ruhe. Ich gedenke zu sprechen. Also, ich denke, dass wir die Aktion Umgehungsstraße umgehend abblasen sollten. Ja, noch besteht die Möglichkeit dazu. Das Projekt war sowieso noch lange nicht durch alle Instanzen abgesegnet. Ich denke vor allem, wir sollten uns nicht noch mehr blamieren. Tja, ich blamier mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sehen Sie es doch ein. Die Sache ist gestorben, mein Bester. Sie, ich bin nicht Ihr Bester. Und überhaupt, ja, wir reden denn Sie mit mir, hä?
Ich kann es gerne anders formulieren. Verabschieden Sie sich von Ihrem so liebevoll gehätschelten Kind-Umgehungsstraße. Werter Herr Dollinger. Ja, glauben denn Sie, ich beuge mich einer Horde wild gewordener Kaffeeschlürfender alter Weiber und Redner? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch bemerken, dass dieses hochgejubelte Projekt meines Erachtens so unnötig ist wie der bewusste Kropf. Und was außer diesem unartikulierten Schwachsinn, was Sie gerade von sich geben, haben Sie mir noch zu sagen? Ich habe gestern schon den ganzen Tag versucht, Sie zu erreichen. Ich habe da nämlich ein Schreiben bekommen, was heute auch auf Ihrem Schreibtisch liegen dürfte. Ich habe auswärts zu tun gehabt. Ich arbeite nämlich im Gegensatz zu Ihnen, Herr Forster. Es wird schon mal her da. Vorläufige Verfügung. Steht das Anwesen Nesthockerweg 7 ab dem heutigen Tage unter der Denkmalschutz. Sämtliche bereits angelaufenen Bauarbeiten betreffs der Ortsumgehung bis auf weiteres einzustellen. Vor Ort zu klären. Ja, das gibt's ja nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Warum erfahre ich denn das erst jetzt? Wie bereits erwähnt, waren Sie nicht zu erreichen. Von einem Handy haben Sie wohl noch nie was gehört. Mit 24 Stunden erreichbar. Bedauere, ich habe kein Handy. Ist mir zu albern. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Trottel allererster Güte, Handelsklasse A. Oh, welch hohe Auszeichnung. Das ändert aber nichts an dieser Tatsache. Also wenn ich den Inhalt von diesem Wisch schon früher gewusst hätte, hätte ich an meinen treuen Wählern ganz anders entgegentreten können. Wie stehe ich denn jetzt da? Wie ein Trottel erster Güte, Handelsklasse A. Hat's also die Res wirklich geschafft, dass sie mich klar kriegt? Das kommt immer auf die Perspektive an. Übrigens, eine bemerkenswerte Frau. Das ist bemerkenswert. Ein gerissenes Frauenzimmer ist es. Und die Geschichte mit diesem Denkmalschutz, die ist bestimmt nicht auf ihren Mist gewachsen. Aber den bin ich erwischt, den ramm ich in den Boden, nein, dass er sich mit dem Grundwasser die Füße waschen kann, ja. Herr Bürgermeister, noch ein Rat. Behalten Sie weitere haltlose Anschuldigungen, vor allem Beschimpfungen. Wie bereits erwähnt, war die Idee mit der Straße in meinen Augen ein unausgebrütetes Windei. Ich empfehle mich, Herr Bürgermeister. War mir übrigens ein Vergnügen. Was? Was drückt sich denn dieser aufgeschlösselte Bürohengst überhaupt ein? Aber jetzt kommt meine Frau Gemahlin. Albert, geh halt nicht so streng mit deiner Frau um. Auch du, meine eigene Mutter. Natürlich ist der eigene Mutter. Ein anderer hätte den Dickkopf schon anders zurechtgesetzt. Wir zwei reden später miteinander, gell, Res? Und jetzt kaufe ich mir erst meine Frau Gemahlin. Halt! Zuerst musst du ich was sagen. Schau, Bur, am besten du regst dich jetzt da gar nicht mehr auf. Du hast dich da einfach in was verrennt mit deiner depperten Straße. Hast du Eibut? Du kannst mich mit einer zart-lila Kloschüssel ködern. Ah, das war sehr schwach. Sag's mal, wer ist denn da der Bürgermeister? Ich? Oder ein hysterischer Weiberhaufen? Ja, du natürlich, meistens. Also ich sehe keine hysterischen Weiberleid. Die sitzen alle ganz friedlich da beim Kaffee draußen. Und der Baggerfahrer, jassas, der strahlt wie ein Schneekönig. Ja, da ist ja jetzt der Hahn im Korb. Nein, ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Nein, ich bleibe jetzt ganz ruhig. Ich sammle mich jetzt. Ja, so ist recht. Mein Bierball. Res? Ich sag schon nichts mehr, ich sag schon. Liebe Res, hast du überhaupt einen Schimmer von einer Ahnung, was du mir antust? Freilich, gestunken hat er da, weil du die Straße nicht gekriegt hast. Hast du überhaupt einen Schimmer von einer Ahnung, was du mir du hast? Fang jetzt ja nicht wieder mit deiner Kloschüssel an. Res, das da draußen, das ist eine ganz miese linke Tour von dir. Das grenzt an Erpressung, bloß dass du das weißt. Weiß ich, das ist Erpressung. Anders hätte die nämlich gar nicht mit der bremsen können. So ist recht. Meine eigene Mutter und meine eigene Frau sind gegen mich. Tja, wie soll man denn da noch Politik machen? Na, nicht gegen dich, gegen die Straße. Und dagegen, dass du die Res um ihr Heimat gebracht hättest. Herrschaftszeiten nochmal, du bist doch sonst auch nicht so schwer vom Begriff. Tekla, du gehst jetzt raus und bloß die zweite Schicht ab. Das haben wir nicht mehr nötig. Wir haben jetzt alles amtlich. Und nicht, dass dem Herrn Bürgermeister die Fresserei dann zu teuer kommt. Ja, soll ich jetzt alle heimschicken? Na, ihren Kaffee können Sie von mir aus schon noch zusammentrinken. Du, da
Dann sag ich's ja nicht gleich, gell? Kommst du mit raus, Albert? Nein, ich muss jetzt nachdenken. Aber nicht wieder über eine Umgehungsstraße. Den Zahn haben wir dem schon gezogen. Also ich werd das Gefühl nicht los, hä? Die zwei, die lachen über mich, hä? Der Herr Bürgermeister ist immer noch da. Fräulein Evi, bleib's doch da, bitteschön. Ja, was ist? Bleibt's bei heute Abend? Servus, Herr Bürgermeister. Und? Wie geht's uns denn immer so? Du weißt ganz genau, dass es mir im Augenblick ziemlich bescheiden geht. Also frag nicht so blöd. Ja, was haben's denn? Ich hab doch ganz höflich gefragt. Aber weil Sie sich eh schon gerade so aufregen, machen wir gleich rein den Tisch. Die Sache mit dem Denkmalschutz hab ich angeleiert. Was? Du windiger Kistelschnepper hast mir die Suppen eingebracht, hä? Immer schön langsam, Herr Bürgermeister. Nicht persönlich werden. Aber Herr Bürgermeister, Sie sollten sich ein bisschen mehr in der Gewalt haben. In Ihrer Stellung. Hab ich doch gleich gewusst, dass die Res von selber nicht auf die Idee gekommen ist. Gib's zu, Birscherl. Du hast ein persönliches Interesse daran, mich zu ruinieren. Dazu sind Sie mir persönlich viel zu unwichtig. Ich habe nur ein Interesse daran, dass die Res in dem Haus da bleiben kann und den Lohn weiterführen. Das ist alles. Ja, hör mir doch auf. Euch alternative Umweg, Spinner, ich kennt mir doch. Ihr geht's doch über Leichen. Glaubst du, dass ich kannte jetzt? Mein Albert, da bist ja. Jetzt komm halt endlich einmal raus. Alle warten schon auf dich. Also Frauen, wenn ich da hinausblicke, dann fühle ich mich gezwungen, dass ich dir einiges zu sagen habe. Und zwar unmissverständlich. Später, Albert, später. Jetzt beruhig dich heute mal. Außerdem weiß ich, was du mir sagen willst. Ich verstehe dich ja, aber du hättest dich doch durch nichts und niemand von dieser damischen Idee aufhalten lassen. Frau, ich hab dir schon 100-mal gesagt, dass diese damische Idee nicht auf meinen Mist gewachsen ist, sondern ich war nur... Ausführendes Organ, ich weiß. Ja. Aber glaub mir, Albert, wenn du das geschafft hättest, dass du der Res alles wegnimmst, dann hättest du dich als Bürgermeister nimmer lang halten können. Ihre Frau hat wirklich recht, Herr Bürgermeister. Der Mensch und die Natur um uns herum sind nun mal das Wichtigste auf der Welt. Und nicht der Fortschritt. Ja, ich weiß Natürlich schon. hätten wir uns die ganze Aktion sparen können, wenn wir schon gestern von dem Schreiben gewusst hätten. Aber schau, so haben wir doch ein wunderschönes Dorffest. Ein Dorffest? Ja. Ich halt's nicht aus. Da schau her, der Baggerführer, der haut sich seine Wand mit dem Kuchen voll, ja? Da schau hin, da. Von mir lasst er sich jede Stunde erzeugen, obwohl die Maschine gar nicht beim Einsatz ist. Sagt mal, wer zahlt denn überhaupt die ganze Völlerei? Ja, du natürlich. Deine Sekretärin ist bereits informiert. Sie bucht es unter außergewöhnliche Ausgaben. Fristlos gekündigt. Oh, Albert, jetzt geh her. Das ist doch alles halb so schlimm. Jetzt gehst raus und holst dein Hit. Das kannst doch so gut. Schaut mich an. Schaut so ein souveräner Bürgermeister aus. Und dann, mir fällt im Augenblick überhaupt nichts ein. Du, der Forster sitzt da schon drauf und wart. Er hat gesagt, er wird die Rede gern für dich übernehmen. Was? So weit kam's noch. Das war ja Feigheit vor dem Feind. Faschistin, warum kommt denn niemand? Mei, von der Schwarzwälder Kirsch, da läuft schon der ganze Bad runter. Und keiner will gehen, bis nicht der Herr Bürgermeister geredet hat. Alle Achtung, Rex. Das da draußen, das hast du sauber deichselt. Gell, weißt, zuerst habe ich schon Bedenken gehabt und hab mir gedacht, mein Gott, er ist doch immerhin unser Bürgermeister, da kannst du nicht so auflaufen lassen. Aber dann habe ich mir wieder den kleinen, trägverspritzten Hosenscheißer vorgestellt. Und schon habe ich wieder einen Schneid gehabt. Res, bitte ersparen wir weitere Details, ja. Ja. Also, Res, was ich sagen will ist, du kannst natürlich in deinem Heisel da herin und in das Kapuff da, Was? in das Laderl da kannst du dich reinstellen, solange du willst. Bist jetzt zufrieden? Freilich, aber lebend hast mich du nie aus mein Heisel rausgebracht. Ja. Und was mein Ladel anbelangt, na, das gebe ich her. Hä? Was, wieso? Ich bin ja nicht narrisch, das behalte ich nicht mehr. Was? Sag mal, willst du mit so einem Narren halten? Ja, was soll denn das Theater? Brudi, du hast doch immer gesagt, dass du selbstständig machen willst, stimmt's? Ja. Na gut, dann machst du selbstständig. Und du, Effi, du hast immer geschwärmt von meinem Puppenladel. Stimmt's? Ja. Na also, dann der euch zusammen, helft zusammen, baut euch was auf, wenn's ihr euch so gern habt. Aber im ersten Stock drum bleib ich wohnen.
damit ich ja immer runterschauen kann, ob ihr zwei auch alles richtig macht. Also, Tante Res, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann sagst du nichts. Mir fällt auch nichts ein. Mir ausnahmsweise auch nicht. Aber dein Motorradl stehst nicht wieder so saublöd über der Radl, gell? Zu Befehl! Ja. Danke schön, Res. Also, ich muss sagen, ich bin sprachlos. Das ist im Moment auch das Gescheiterste. Halt! Eine Bedingung habe ich noch. Auwe, jetzt kommt's dicke Ende. Dass immer für unseren Bürgermeister, für mein kleiner Albertl, ein Brausepulver und ein Lutscher auf Lager ist. Ja, wenn es das so ist. Wenn das so ist, dann geh ich jetzt raus und werd mir eine Rede halten. Und du, Res, du bist die Hauptperson. Bürgermeister, brauchst keine Rede mehr halten, weil der Forster hat schon angefangen. Was? Ja, was putzt denn der Mensch überhaupt ein? Ja, sofort aufhören! Der weiß ja gar nicht, was ich sagen will! Aufhören! Ui, Res, jetzt hab ich so viel Kuchen verdruckt. Jetzt brauche ich unbedingt einen Schnaps. Hinter den Gartenzwergen. Bei den 7 Bergen, danke. Also Kinder, renovieren und modernisieren könnt ihr so viel als wollt. Aber das eine sag ich euch, eine Leuchtschrift kommt man da nicht auf. Ist das klar? Freilich, Tante Res. Eigentlich schon. Was? Na ja, pass auf, Ivi. Und da hinten, da stellen wir ganz ein neues Regal hin. Mit lauter... Flaschen! Moment einmal, was geht denn da vor? Ja, wir zwei übernehmen den Lohn von der Tante Res. Auwe, das wären trockene Zeiten. Mir vergisst nicht. Ja, jetzt will ich auch mal wieder was sagen. Und da in das Regal, da kommen lauter ganz besondere Sachen rein. Aber zeigen muss das meine Kundschaft schon kennen. Ivi, und da das Fenster, da stellen wir dann unsere Kühltheke her. Ja, das ist immer gut, wenn man einen Tiefkühlkost auf Lager hat. Und alles selbst angebaut und biologisch. Gell, Tante Res? Du, Res, gibt's eigentlich einen biologischen Schnaps auch? Kinder, habt ihr überhaupt ein Geld? Ach so, ein Geld? Na, No, das hab ich mir gedacht. Ich gebe euch einen Kredit. Tante Res, ich glaube, ich dran. also Res, du denkst wirklich an uns. Evi, und die Reklame da draußen, die tun wir weg. Und dann schreiben wir ganz groß hin, Evis und Rudis Bio-Feinkostladen. Aber keine Leuchtschrift. Ja, überlegt euch das gut, gell? Keine Leuchtschrift. Sonst wird der Kredit gestrichen. Und was die Krameres sagt, das gilt. Müssen Sie jetzt auch noch im Dienst dirigieren? Ja, Kreuzteufel nominell. Was soll denn das? Auf dem Revier wird nicht dirigiert. Das können Sie daheim machen. Sie haben da gar nichts zum Sagen. Gehen Sie in Ihre Wohnung auf und schicken Sie einen Mann runter. Mein Mann kommt heute nicht zum Dienst, der ist krank. Ich bin seine Vertretung. Ja, das darf ja so passen. Das darf ja so passen, wenn Sie mich da herin rumschikanieren könnten. Wieso sollte ich Sie rumschikanieren? Ja, weil Sie die Schriftführerin vom Musikverein sind. Glauben Sie vielleicht, ich weiß nicht, dass der Musikverein mir und meinem Akkordeonorchester alles mit Fleiß macht? Und Sie hetzen fleißig mit? Also ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich habe doch bloß gesagt, dass Sie arbeiten sollen und nicht dirigieren. Sie haben da herin nichts zum Sagen. Ich bin zum Stellvertreter von Ihrem Mann bestellt worden. Bestellt? Vielleicht schon, aber nicht abgeholt. Also das ist ja unglaublich. Das ist Beamtenbeleidigung. Das wird Folgen für Sie haben, Frau Hauler. Jetzt redest doch kein Schmarrn. Ich habe doch bloß die Anweisungen von meinem Mann befolgt. Nein, das hat Ihr Mann nicht gesagt.
Das war höchstens die Anweisung vom Vorsitzenden des Musikvereins. Also Moment mal, gell? Das müssen wir uns nicht auch noch gefallen lassen. Deswegen ist meine Mann am Schreibtisch, damit er sich's morgen gleich anschauen kann. Dass ich nicht lach, dass ich nicht lach. Der Musikverein macht am gleichen Abend eine Tanzveranstaltung, wo wir in der Gemeindehalle unser Jahreskonzert haben. Konzert! Ich höre immer nur Konzert! Dieses Quetschkommodengedudel kann man doch nicht als Musik bezeichnen. Was ist los? Was hab ich da gehört? Sie wagen es zu meiner Musik Gedudle zu sagen? Sie abgetakelter Schraubendampfer, Sie! Das sage ich jetzt meinem Mann! Ja, das können Sie erzählen, wem's wollen. Meinem Mann erzähle ich das. Der wird Ihnen dann schon die nötigen Flötentöne beibringen. Ja, dazu. Flöten spielen kann ich sowieso nicht. Ach, Sie. Ja, so eine alte Spinatwachtel, ha? Ja, die hat ein Glück, dass es weiter ist. Das ist ja nicht zu fassen. Es geht nicht mehr. Die hat mir jetzt total aus dem Takt gebracht. Herrschaftszeiten, diese Person, die schreckt doch vor nichts zurück. Ah, das wird jetzt wahrscheinlich ein Alter von oben sein. Mhm. Der möchte mir jetzt wahrscheinlich die Flötentöne beibringen. Ah, weh. Polizeiinspektion Stuffelhausen, Götz. Ach, Hans, du bist das. Hat dir deine Gattin meine Genesungswünsche überbracht? Nicht? Ah, dann hat sie es wahrscheinlich vergessen. Was? Narrisches? Ja, das sind Frauen öfter. Was ich zu ihr gesagt hab, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, doch, ich glaube, rausgeputztes Traumschiff, habe ich zu ihr gesagt. Was? Einen abgetakelten Schraubendampfer soll ich sie genannt haben. Ja, das kann auch sein, das weiß ich nicht mehr so genau. Ach, und du musst mir jetzt zur Sau machen. Versteh, ja. Wie lange dauert denn das? Oh, ja, ist das nah. So 2 bis 5 Minuten. Jawohl, Hans, geht in Ordnung, leg los. Ja, da schau hier. Die Frau Motzer, wie kann ich Ihnen helfen? Wir können's nicht helfen und dem Toten auch nimmer. Aha, es ist also jemand gestorben. Na, es ist jemand ermordet worden. Ah, da möchten Sie also jetzt einen Mord anzeigen. Genau. Tja, also? Ja, was ist denn? Der für heute nicht reinkommen? Wieso? Ja, jetzt stellen Sie ja doch nicht so an. Wir müssen doch ein Protokoll aufnehmen. Natürlich, also bitteschön. Kommen Sie rein, Frau Protokoll. Setzen wir uns hin, dann motzen wir uns was zusammen. Eh? Nee, nicht auf meinen Stuhl. Wo soll ich nie schreien? Bitteschön, gehen wir so da rüber. Mein Gott. So, also sitzen wir dann, bitteschön. Ich heiße Josefa Motzer, geborene Kreitmeier, geboren am 31. August 1940. Ja. Wohnhaft in Stuffelhausen, Spatzenweg. Ja, 7a. gut, Frau Motzer, ich weiß, wie Sie heißen. Sie kommen ja. Und bin mit dem Ermordeten weder verwandt noch verschwägert. Ja, ist ja recht. Aha, der redet immer noch. Mhm, gut, ja, also dann. Fangen wir an. Ja. Was liegt an, beziehungsweise was ist vorgefallen? Der Hund bellt nicht mehr. Aha, unterhalten wir uns heim verschlüsselt. Was hast denn da verschlüsselt? Der Hund bellt nicht mehr. Und was sagt er denn das? Dass er still ist. Genau, er ist still. Und was ist ein Hund, der still ist und nicht mehr bellt? Er ist ermordet worden. Das heißt, glaube ich, kriminalistischer Spürsinn. Ja. Ich hab's doch gewusst, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Bitte nicht anfassen, ich bin im Dienst, ja? Mhm. Ja, und verhaften Sie die jetzt? Wen? Mörderin, Ah, es ist also eine Sie. hab ich doch gesagt. Mhm. Und wen haben Sie da im Verdacht? Ja, wen denn schon? Die alte Kuh natürlich. Eine alte Kuh. Na, damit meine ich meine Nachbarin. Meinen Sie Ihre Nachbarin? Ja. Also, Frau Motz, ich muss... Motzer, so heiß ich. Gut, Frau Moser. Was? Ja, schauen's. Jetzt sagen Sie das auch. Was sag ich auch? Moser. Ja? Sie haben doch gerade Frau Moser zu mir gesagt. Ja. Und die alte Kuh, die sagt immer Frau Moosgrund zu mir. Moosgrund, ich bitte Sie, Moosgrund, was soll denn da eine Beleidigung sein? Ja, also das hört sich doch an, wie wenn ich schon mit Moos zugewachsen war. So eine Unverschämtheit. Die hat's nötig. Sie, eine Frau, die wo meine Zwetschgen stellt.
mein Zaun einreißt und die zulässt, dass ihr Hund in meinen Garten schaut. Langsam. Bitte? Ja, seine Heiferl sitzt. Und bellen tut der auch die ganze Nacht. Na, jetzt beide nimmer. Ja, weil's ihn umgebracht hat. Motzer, setzen Sie einer wieder hin. Herrschaftszeiten. Vielleicht hat's das nur gemacht, dass es nachts endlich eine Ruhe ist. So ein Schmarrn. Der Hund hat mich doch überhaupt nie gestört. Ach, da schau her. Auch dann nicht, wenn er ab und zu im Garten seine Eifel gesetzt hat? Ich trag doch am Toten nichts nach. Wo denken's denn hin? Ich doch nicht. Nein, Sie. Aber die hat ihn ermordet. Ja. Und der Mord ist eine Sünde. Ja, ist schon gut. Wir werden der Sache nachgehen. Du, Hans, die Frau Motzer ist da. Sie möchte einen Mord anzeigen. Ja, ich weiß, du bist krank. Ja, jetzt bist du erst recht krank, ich verstehe, ja. Gut, jawohl, ich werde es ausrichten. Servus, Hans. Und grüß deine reizende Gattin recht herzlich von mir, gell? Servus. Sie, wer war denn das? Der Chef, er ist leider krank. Ja, sind's doch froh. Dann quasselt der einer nicht dauernd dazwischen. Frau Motzer, haben Sie gesehen, wie Ihre Nachbarin, die Frau Stegmeier, den Hund umgebracht hat? Gesehen. Wer lässt sich denn schon bei einem Mord zuschauen? Aber der Hund bellt nimmer. Jetzt müssen Sie was unternehmen. Jawohl, Frau Motzer, ich unternehme was. Ich schmeiß Sie jetzt raus. Auf geht's, gehen wir. Komm, gehen wir es. Gehen wir es dazu. Den kennen sich ja aus, gell? Unser Stammgast. Ja, aber Sie haben ja noch gar kein Protokoll aufgenommen. Ja, wir kümmern uns drum, Frau Motzer, wiederschauen. Aber gleich bevor die Kur... Ja, nicht weiterreden, gell? Nicht weiterreden. Sonst muss ich Sie einsperren wegen Beleidigung, ja? Ja, freilich, so weit kommt's noch, dass brave, pflichtbewusste Bürger eingesperrt werden und Mörder, die laufen frei umeinander. Frau Motzer, ich hab gesagt, wir kümmern uns drum. Jetzt gehen wir heim wieder. Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Gell? Wieder. Haben Sie Feuer? Die Frau Hofstetter, ist aber nett, dass Sie sich bei uns wieder mal sein lassen, gell? Wieso? Ich war doch erst gestern da. Eben drum. Was haben Sie denn jetzt wieder angestellt, hä? Wie immer? Und ungebührliches Benehmen. Das auch noch? Was war denn da so ungebührlich, hä? Ich hab dem ersten Vorsitzenden vom Musikverein, dem Mantelernst, in den Hintern getreten. Stimmt das? Ich hab nichts gesehen. Na, der war ja noch gar nicht da. Es war ja noch bevor ich beim Stoffel auf der Treppe gestanden bin. Beim Herrn Dr. Stoffel? Sie hat ihn genau vor die Haustür bieselt. Was? Vor die Haustür von unserem zweiten Bürgermeister? Das ist ja unglaublich. Markus, du holst jetzt einmal weg, was ich der Amanda zum Sagen hab, gell? Also Amanda, für das Hinterntreten vom Vorsitzenden des Musikvereins gehst heute Abend in den Schwanen und trinkst 2 Bier auf meine Rechnung. Was? Halbe. Aber für das andere, für das Hieseln auf fremde Treppen, da muss ich sie bestrafen. Ja, ich weiß schon. Ein Tag Gefängnis bei Brot und Bier. Nein! Bei Brot und Wasser! Oi. Herrschaftszeiten, sagen Sie mal, können Sie denn das nicht bleiben lassen? Also, wenn Sie so weitermachen, fürchte ich, muss ich Sie einsperren. Komm ich dann ins Gefängnis? Na, aber in eine Anstalt kommen's. Und ich fürchte, dass dann so schnell nicht mehr rauskommen. Nie mehr? Nie mehr. Komm, mach du weiter, bitte. Ja. Ja, aber wenn ich das nie mehr mache, dann kann ich ja auch nie mehr verhaftet werden. Und der Burle macht doch das so schön. Ich bin noch nie so charmant verhaftet worden, gell? Nimm deine Finger von meinem Verlobten, Amanda. Au. Burle, das Madel ist nichts für dich. Woher willst du das wissen? Ja, also das können Sie wirklich nicht wissen, Frau Hofstetter. Schatz, ich hab dir schon 100-mal gesagt, keine Privatbesuche während der Dienstzeit. Ja, ich muss aber mit dir reden. Ja, aber das geht jetzt nicht. Das ist aber wichtig. Jetzt komm halt schnell mit raus. Ja, Ludwig, ich bin gleich wieder da. Ah, gell? können aus, Markus, ja. Na. Das geht nicht gut mit den zwei. Ja, mit Ihrer auch nicht, wenn Sie weitermachen. Jetzt fällt mir was ein. Was? Ich
mal doch so gerne. Ja, gut. Ab sofort male ich alle Autos an. Das ist Sachbeschädigung. Und den Reifenstecher? Sachbeschädigung. Gut, dann sing ich des Nächtens vor dem Schlafzimmerfenster von meinem geliebten Stoffel. Nein, halt, stark. Das ist doch Ruhestörung. Apropos Ruhestörung, was macht denn Ihr Konzert? Dieser verdammte Musikverein, der möchte unser Akkordeonkonzert morgen boykottieren. Was? Das schöne Akkordeonkonzert? Ja. Hab ja genau das Richtige gemacht, wo ich dem Mantel ernst in den Dings getreten bin. Ja, das Geschichte am grad recht. Aber den, wenn ich erwisch, Telefon, ich mach uns dabei einen Kaffee. Nein, bleiben Sie da, setzen Sie einer da hin. Herrschaftszeiten. Ich mag jetzt keinen Kaffee. Soll ich uns vielleicht ein Bier holen? Polizeiinspektion Stuflhausen Götz. Was ist los? Wo steht der mit seinem Auto? Wunderbar, Sepperlich, danke dir, jawohl. Ich bin in 2 Minuten da. Du, sagst der Mama einen schönen Gruß. Die nächste Akkordeonstunde bei mir, die braucht nicht zahlen, die ist frei, gell? Ich danke dir, servus. So, jetzt hab ich ihn erwischt. Wen denn? Der Mantel Ernst, der Vorsitzende vom Musikverein, steht am Marktplatz mit seinem Wagen im absoluten Halteverbot. Dem verpasse ich jetzt einen Strafzettel, dass er hören und sein vergeht. Sagen Sie mal, was soll er dem wem geben? Zerbrich dir nicht dein hübsches Köpfele und lass die Finger von dem Töpfele, gell? Ja, und Sie unterlassen das Dings da, ja? Setzen. Bitte. Sie wissen genau, was ich meine, ja? Es gibt schließlich überall ein Klo. Sind aber nicht so schön wie dem Stoffel sein Haustier. Frau Hofstetter, wir können Ihnen das nicht mehr durchgelassen. Also gut, ja, das weiß ich schon. Der Ludwig hat ja schon gesagt, dass er das nicht mehr tun darf. Und? Werden Sie sich an das Versprechen halten? Schwöre. Ab jetzt werde ich nur noch malen. Malen? Was wollen Sie denn malen? Ich male dem roten Stoffel seine Fenster schwarz, dem schwarzen Kretz seine Fenster rot und für den gelben Hitze lasse ich mir noch ganz was Besonderes einfallen. Frau Hofstetter, also das, was Sie da vorhaben, das ist nicht nur Sachbeschädigung, ne? Das ist grober Unfug. So Unfug mache ich doch sowieso schon genug. Kommst du auf den groben Unfug gar nicht mehr an? Frau Hofstetter, aber dafür kann man Sie einsperren. Komm ich dann vor Gericht? Ja, freilich. Gut, dann mache ich das. Frau Hofstetter. Und dann sag ich allen, was ich über den Stoffel weiß. Ja, was wissen Sie denn? Dass er ein Schwein ist. Ja, das weiß doch ja jeder. Was? Nein, ich mein, das sagt doch ja jeder. Frau Strohvetter, Hofstetter. Frau Hofstetter, ich bitte Sie jetzt zum letzten Mal, unterlassen Sie den groben Unfug. Ich unterlasse nix. Ah. Guten Morgen. Ja, grüß dich, Frau Götz. Ja, der Mann, der ist gerade weggegangen. Das macht nichts. Ich wollte ihm bloß seine Brotzeit bringen. Wir können es gleich da lassen. Wir passen schon auf. Nein, Sie nicht. Sie haben ihm schon einmal seine Brotzeit weggegessen. Also, wer hat Ihnen den Sinnschmarrn verzeiht? Mein Mann. Ja, wenn's natürlich der Polizeihauptkommissar Götz sagt, dann muss es stimmen, gell? Und ob das stimmt. So, also, da darf jetzt eigentlich in Sicherheit sein. Oder, Frau Hofstetter? Ich geh da nicht hinter. Niemals. Nie. Ja, das möchte ich auch hoffen. Na, liegen Sie nicht, Frau Hofstetter. Sie waren da schon öfters drin. Aber nur dienstlich. Und nur, wenn ich Würsten hab. Niemals freiwillig. Wo ist er? Wer? Ja, wer schon? Der Akkordeondudler. Sie, den Akkordeondudler, den nehmen wir zurück, gell? Und zwar sofort. Fällt mir doch gar nicht ein. Und dass Sie es nur wissen, Ihr Mann kriegt ein Disziplinarverfahren an den Hals. So, wegen was denn? Ja, er hat mich beleidigt. Beleidigt, dass ich nicht lache.
Dafür kriegt er kein Disziplinarverfahren, sondern eine Belobigung. Ja. Halten Sie nur zu Ihrem Mann, Sie Klimperschnepfe. Oh, Herr Hahn, haben Sie das gehört, was die gesagt hat? Haben Sie das gehört? Ich hab's gehört. Sie geht doch das gar nichts an. Was ich gehört hab ich gehört. Sehen Sie's? Was sie gehört hat sie gehört. Und jetzt hören Sie mal eine Zeit lang nichts, gell? Und Sie auch nicht. Also bei Gesprächen unter Damen daher ja immer weg. Mei, ich bin ja noch so jung. So. Und jetzt passen Sie mal auf. Sie abgestandene Marketenderin. Was meinen denn Sie überhaupt, wer Sie sind? Glauben Sie vielleicht, wir lassen uns von einer beleidigen, Sie Notenständer Dragoner? Also seine Unverschämtheit! Aber meine Damen, ich bitte Sie. Grüß Gott. Das lasse ich mir nicht gefallen! Oh, ich glaube, ich komme ungelegen. Nein! Sie kommen gerade recht. Sie haben doch sicher gehört, was diese Dame da gerade zu mir gesagt hat. Tut mir leid, Frau Hauler, ich hab nichts gehört. Sehen Sie's? Aber Sie haben's gehört. Ich hab grad gesagt, dass ich bei Gesprächen unter Damen immer wegkehr. Aber Frau Hofstädter, Sie haben's doch gehört. Roland sagt, es geht mich nix an. Also geht's mich auch nix an. Also gut, wenn ihr so wollt. Das kommt noch dazu, zum Disziplinarverfahren. Ja. Vergessen Sie es, Fanny, gell? Gerd, wolltest du zu meinem Mann? Eigentlich schon. Dienstlich? Na, es geht ums Konzert. Wir haben ein Problem. Ja, bitte. Bitte sag jetzt nicht, dass das nicht klappt. Bitte sag jetzt nicht, dass ihr nicht auftreten könnt. Es tut mir leid, Mona, ich hab's gerade erst erfahren. Aber die Heidi will nicht tanzen. Sie kriegt ein Baby. Ach du liebe Zeit. Ja, und dabei ist doch unser Flamenco-Tanz der Höhepunkt, die absolute Attraktion des Abends. Ja, habt ihr das doch gar nicht gewusst, dass die Heidi ein Baby kriegt? Also, die weiß das schon lang. Und ich weiß sogar, von wem sie es kriegt. So, ja, Frau Hauler, na rufen Sie die Heidi nur gleich an. Die weiß nämlich selber noch nicht. So ein Schand! Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du uns doch nicht antun. Die kann doch nicht ausgerechnet jetzt ein Kind kriegen. Gerd! Die schmeißt uns das ganze Konzert. Gerd, ich tanz mit dir, gell? Das ist ja recht nett von Ihnen, Frau Hofstetter, aber das geht halt nicht. Nicht? Du 2, 3 Bier und ich bin fit. Das schöne Konzert. Sie mit ihrem bläden Konzert. Das ist kein blädes Konzert. 1 Jahr lang haben unsere Musikschüler jeden Tag geübt. Wissen Sie, was das heißt, wenn man 1 Jahr lang für nichts und wieder nichts übt? Ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Es kommen doch eh keine Zuhörer, weil die nämlich alle zu unserer Tanzveranstaltung kommen. Natürlich kommen Zuhörer, jede Menge sogar. Drum tut's mir ja so leid, dass der Flamenco-Tanz ausfallen muss. Aber ich kann die Heidi nicht zwingen, dass mitmacht. Du, Gerd, mich musst du nicht zwingen. Ich bin einmal Ballkönigin gewesen. Ja, gewesen, Frau Hofstetter, gewesen. Wir brauchen keine Ballkönigin, sondern eine Flamenco-Tänzerin. Hast denn gar keinen Ersatz für die Heidi, Gerd? Hätte ich schon. Ja. Aber der Enzo, ihr Partner, der will kein andere. Er sagt, er tanzt nur mit der Heidi. Der kennt mich noch nicht. In welchem Monat ist denn überhaupt? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war ja nicht dabei. Aber Sie wissen es doch gewiss. Ich war auch nicht dabei. Das wundert mich. Naja, ich frag's dann selber. Um dies täte ich dich bitten. Ja, und ich würde Sie jetzt alle miteinander bitten, dass Sie Ihre Privatangelegenheiten nicht gerade da herin besprechen. Na ja, ich gehe ja schon. Wart, Gerd, ich komm gleich mit. Aber mich werden Sie ja wohl nicht rausschmeißen, oder? Nein, nicht raus, sondern nauf. Ihre Wohnung ist 1 Stockwerk höher. So eine Frechheit. Ja, sagen Sie es doch Ihrem Mann. Das mache ich ja. Da können Sie Gift draufnehmen. Wenn ich mit so einer Frau verheiratet wäre, dann täte ich das Gift da wirklich nehmen.
Jetzt bist du immer noch da. Mein Gott, na, wie willst denn du bei der Polizei Karriere machen, wenn du immer bloß da rumsitzt? Wieso? Einer muss doch auf der Dienststelle sein. Das Revier darf nicht unbesetzt sein. Ja, und wo ist der Götz? Keine Ahnung. Der ist gerade rausgerannt wie anbrennt. Ja. Ich wette, der ist jetzt in der Hauptstraße und schreibt Parksünder auf. Ja, und du sitzt da bloß rum. So ein Schmarrn. Okay, der Ludwig schreibt doch keine Parksünder auf. Dann macht er halt sonst irgendwas, was ihn weiterbringt. Bloß du machst nix. Ich mach doch was. Ich sorge dafür, dass das Revier nicht unbesetzt ist. Damit fällst bei deinem Vorgesetzten bestimmt mit besonderem Fleiß auf. Du, als Beamter ist es gar nicht so gut, wenn man so auffällig ist. Außerdem bin ich nicht der Typ, der gern auffällt. Tja, aber bei den jungen Mädel in der Stadt, gell, da, wenn's auffällst, da hast du nichts dagegen. Ja, welcher Mann hat da schon was dagegen? Hm? Ich hab was dagegen. Ja, du bist ja auch kein Mann. Aber geh mal, schau, jetzt versteh mich halt. Ich möchte doch bloß, dass du ein bisschen schneller befördert wirst. Dann können wir endlich heiraten. Schatz, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Ja, wir haben doch so eine wunderschöne Wohnung. Aber wir sind nicht verheiratet. Ja, also es hat doch bis jetzt auch so bei uns ganz gut geklappt. Auch ohne deinen kirchlichen Segen. Du versündigt dich nicht. Also gut. Wir holen uns schon noch den Segen von der Kirche, hä? Aber du weißt, wie es in der Bibel drin steht. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das ist aus Schillers Glocke. Tja. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ob sich nicht was Besseres findet. Ja. Schau, die Leute, die reden doch schon über uns. Ja, was meinst du? Was meinst du, wie sich die über mich als Maul zerreißen? Na, was ist denn, bitteschön, hä? Wenn ich wie ein wild gewordener Büffel durch die Straßen gehe und jeden Parksünder aufschreibe. So? Du darfst doch bloß deine Arbeit machen. Ach, so ein Schmarrn. Schau, in so einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kennt, kann ich doch nicht jeden aufschreiben. Ja, schon, aber... Und jetzt bist du da, gibst mir ein Bussel und dann gehst du worden, ja? Mahlzeit. Ja, da hört sie doch alles auf. Die Polizei knutscht da rum. Und die Rausnutzerin, die hat mich auch nicht einmischen dürfen. Aber ich misch mich ein. Da draußen läuft der Mörderin frei rum. Was? Wo läuft der Mörderin rum? Ja, in meiner Nachbarschaft. Ich hab's dem Götz ja schon gesagt, aber es ist noch keiner gekommen. Wir kommen sofort. Ja, Mensch, das ist doch jetzt die Chance. Eine Mörderin. Mein Schatz, hör einmal. Ja, horch jetzt nur auf ihr Verlobte. Nein, horch nicht auf sie, Burle. Das ist doch alles nur eine Falle. Ja, ich kann den Posten da nicht allein lassen. Schmarrn. Der Mann, der ist doch da. Ja. Genau. Ich bleib da. Und außerdem ist es ein besonderer Fall. Ein Mord. Genau, und der Mord geht vor. Ja, also kommen Sie, bevor die verschwindet. Schatz, mein Gott, ich weiß jetzt ganz genau, dass ich mich bis auf die Knochen blamieren werde. Ich bin gleich wieder da. Kein Problem. Ja, weil, wenn ich jetzt schon mal da bleiben muss, dann schaffe ich bestimmt mal dem sein Brotzeit essen. Dem hab ich's gegeben. Dem hab ich's gegeben. Kann ich Ihnen helfen? Was machst denn du da drin? Bitte duzen Sie mich nicht. Ich bin eine Amtsperson. Raus! Sofort raus, aber Dalli, gell, weil sonst... Ja, ich geh ja schon. Aber nur wegen dem Sonst. Das hört sich ja gemeingefährlich an. Das ist meine Brotzeit. Jetzt nimmer. Was magst denn du mit meiner Brotzeit? Essen? Das reinkommen bist, warst du doch bedeutend lustiger. Du hast meine Brotzeit gestohlen. Das ist mein Salamibrot. Stimmt, das ist Salami. Gib mir 5 €, dann hol uns noch ein Bier. Mei, was mach ich bloß mit diesem Weib? Heiraten? Kannst du mich nicht, weil du schon verheiratet bist. Amanda! 5 € und ich hol uns ein Bier. Jetzt weiß ich, was ich mach. Ich bring dich um!
Endlich ist wieder Ruhe eingekehrt. Was ist denn da schon wieder für ein Krach? Ja, na, Klübiger, ein Krach, Sie Kulturbanause. Also, na, Kulturbanause, so eine Unverschämtheit. Götz, reg dich nicht auf. Reg dich nicht auf, Götz. Ich bin ein Tierfreund. Ich bin ein Tierfreund. Ich hab gar nicht gewusst, dass Sie ein Tierfreund sind. Ich hab gedacht, einer gefällt bloß so ein undefinierbarer Krach. Wenn ich Sie sehe, bin ich immer ein Tierfreund. Immer! Gut, dann kriegst du im nächsten Geburtstag ein Papagei. Frau Mauler? Hauler bitte, gell? So viel Zeit muss sein. Vorn mit Hau und hinten leer. Ich weiß, wie man Hauler schreibt. Ja, warum sagen Sie es da nicht richtig? Weil ich eine Stinkwurt hab. Oh, das ist nicht gesund. Davon kann man nämlich ein Herzkasperl kriegen. Soll einer vielleicht ein Baldrian-Tee machen? Sieht er beruhigt. Schaust, dass Sie in Ihre Wohnung raufkommen. Ja, das darf ja noch so passen, gell? Damit Sie wieder ihr Dudelmusik einschalten können und wie ein Verrückter da so in der Luft und am Fuchteln. Ich fuchtle nicht, Frau Hauler, ich dirigiere. Zu so einem Gedudel braucht man doch gar kein Dirigent. Gedudel? Sie werden sich wundern. Unser Konzert in der Gemeindehalle wird morgen ein Triumph werden. Ein Triumph! Wenn 5 oder 7 Zuschauer kommen. 5 oder 7? Die Gemeindehalle wird morgen ausverkauft sein, bis auf den letzten Platz. Aber nicht solange ich der Vorsitzende vom Musikverein bin. Und solange solche Dinge an meiner Windschutzscheiben pappen. Ja, da schau her. Der Herr Musikverein hat einen Strafzettel kassiert. Haben wir falsch geparkt? Ja, tu doch nicht so scheinheilig, du Lump, du Elendiger. Das warst doch du. Ach, das war dein Auto. Das tut mir leid, dass grad die erwischt hat. Weißt du, ein bisschen falsch parken, das könnte man zur Not ja noch durchgelassen. Aber gleich so falsch. Du, heute ist Freitag. Ja, und? Ja, am Freitag kriegst du in der Stadtherrin nie einen Parkplatz. Ja, da hat er recht. Ja, dann musst du ein bisschen weiter laufen. Das soll gesund sein. Da hat er wieder recht. Aber das hier ist nicht gesund. Das vergiftet das Klima. Was für ein Klima? Das Klima zwischen der Polizei und den Bürgern. Aha. Und du bist die Bürger? Jawohl, einer von den Bürgern. Und ich verlange, dass du diesen Wisch da zurücknimmst. Ja, wenn du so ist, gern, ja. Die Sache wird erledigt. Ich kümmere mich drum. Sie kümmern sich um nichts. Sie haben darin überhaupt nichts zum Schlafen, gell? Doch, ich vertrete meinen Mann. Ich vertrete Ihren Mann, dass es klar ist. Das Einzige, was Sie vertreten, sind die Füße, wenn Sie jetzt in die Wohnung aufgehen. Das sag ich meinen Mann. Ja, der wird Sie freien. 20 €. Sie werden Sie auch gleich freien, das garantiere ich Ihnen. Ernst, das muss nicht sein. Mein Mann bringt das schon in Ordnung. Sag mal, musst denn du die immer aufhetzen gegen mich? Ich hetz doch niemand auf. Ja, natürlich hetzt sie auf. Diese Person überwacht mit pausenlos. Ja, mei. Sie ist halt die Frau von einem Polizisten, gell? Kreuzteufel, haben wir nicht einen Waffenstillstand vereinbart? So, und was ist denn das da? Nennst du das Waffenstillstand, ha? Du hast doch hochgefangen, du hast doch hochgefangen. Wieso musst du auch grad eine Tanzveranstaltung machen, wie wir in der Gemeindehalle unser Jahreskonzert haben? Das war ein dummer Zufall. Dann sag's ab. Ja, wenn du die Kapelle zahlst. Ach, du sagst also nicht ab. Das geht jetzt nimmer. 20 €. Das ist doch ein Witz jetzt, oder? Ja, du kannst es ja drauf ankommen lassen. Ja, nur raus damit, ich kann wechseln. Das braucht's nicht. Was das geht. Aber das sag ich dir. Das gibt Krieg. Ja, den haben wir doch schon. Seitdem du deine depperte Tanzveranstaltung machst, mit mir unser Jahreskonzert haben. Das waren bis jetzt Scharmützelchen. Aber jetzt gibt's Krieg. Pass doch auf!
Sie müssen mich beschützen. Ja, was haben Sie denn jetzt schon wieder angestellt, hä? Wie? Nix. Ich hab bloß gemalt. Ja, das Siege. Und dann? Ja, und dann ist er gekommen, der wilde Stier. Gleich muss er da sein. Wer? Ja, da. Aue. Ist er das? Das ist doch bloß ein Stier, kein Witz. Schau mal her. Hab ich gerade den Mantel ernst abgenommen. Hey, was ist denn los? Was hat er denn, hä? Ich hab gerade einen Mord aufgeklärt. Ah, der Hund bellt nimmer. Ja, weil er krank ist. Irgend so eine Hundekrankheit. Ja, warum gehst denn da auch hin, Burle? Hab dir doch gesagt, dass das eine Falle ist. Sind Sie ganz stark? Dann hast du sie aber geben, hä? Nix hat er mir gegeben. Aber wenn mir du 5 Euro gibst, hol uns ein Bier. Was soll ich denn wen geben haben? Ja, der Motzerin. Die Motzerin. Die Motzerin, die hat zu mir gesagt, der Hund ist nicht bloß krank, der ist vergiftet worden. Und nur durch mein schnelles Eingreifen könnte ich Schlimmeres verhindern. Schau, schau! Durch das schöne Eingreifen eines jungen bayerischen Polizisten konnte soeben ein Hundeleben gerettet werden. Verarschen kann ich mich fast selber. Genau, das kann er selber. Auf alle Fälle hast du ab sofort bei der Frau Motzer einen Stein im Brett. Die Motzerin, die steht bei mir ab sofort auf der schwarzen Liste. Das wird dir nicht benützen. Die wird in Zukunft nur mehr mit dir reden wollen. Oh Gott. Oh, das ist er jetzt vielleicht. Echt, wer? Ja, der wilde Stier. Stier? Ah, Götz, Polizeiinspektor Stuffelhausen. Nein, nicht der Götz von Berlichingen, der Götz von Stuffelhausen. Hallo, mit wem redet ihr denn überhaupt? Hallo? Der Millex, der Mosch. Der hat gesagt, ich soll in einen Mosch lecken und hat aufgelegt. Der Hund hat aufgelegt. Nein, der Hund bellt nicht mehr. Das war bestimmt der Mantelernst. Der hat mir nämlich gerade den Krieg erklärt. Aber den helfe ich jetzt mal lieber. Das Mäntelchen ziehe ich dem Mantelernst aus. Da kannst du Gift draufnehmen. Wieso möchten eigentlich alle, dass ich Gift nehme? Mein Lieber, der kann sich jetzt auf was fassen machen. Ja, vielleicht noch eine Beleidigung, hä? Jetzt. Ah, Hans, du bist das. Musst du wieder zur Sau machen, ist in Ordnung. Jawohl, dann mach das, jawohl. Du, Markus, wenn der Chef fertig ist, sagst du einen schönen Gruß. Ich komm gleich wieder. Ich bin nur ganz kurz am Marktplatz, gell? Ja. Jetzt kann ich wieder einen Deppen machen, glaubst du das? Ja, vielleicht ein Organ. Soll ich vielleicht übernehmen? Frau Hofstädter, bleibst draußen. Das ist ein Dienstzimmer. So, merkt man gar nicht. Bei so viel Privatgespräche. Das geht Sie überhaupt nichts an. Setzen. Bitte? Wo ist denn mein Mann? Also ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Das Konzert ist im Eimer. Wieso? Wegen der Heidi? Na ja, die will ums Verrecken nicht tanzen. Und dabei ist doch der Flamenco unser wichtigster Programmpunkt. Ja, aber ich hab gedacht, der Gerd, der hat einen Ersatz für die Heidi. Ja, die Ordner-Froni. Aber mit der tanzt der Enzo nicht. Ja, mit der darf ich auch nicht tanzen. Die ist so schwerfällig wie ein Holzklotz. Aber mit mir darfst schon tanzen. Nein, mit der tanze ich auch nicht. Die tanze mich überhaupt nicht. Mein Gott, was mache ich denn bloß? Was soll ich denn bloß machen? Wisst ihr denn nicht, wo der Ludwig ist? Der ist gerade hinterm Mantel her. Was? Unser Konzert geht flöten und der rennt hinter irgendwelche Mäntel her. Nein, doch nicht hinter irgendwelche Mäntel. Hinter Mantel Ernst, dem Vorsitzenden vom Musikverein, ist er her. Das hat doch keinen Sinn mehr. Den kann er nimmer umstimmen. Tja. Mein Gott, das ist eine Katastrophe, ist das. Ja, Herr Hauler, ja, Sie haben vollkommen recht. Am Ludwig muss einmal ordentlich der Kopf waschen werden, ja. Nein, der ist nicht da. Der wollte mal in der Hauptstadt nach dem Rechten schauen. Ja, Parksünder. Ja, den Mantel hat er schon erwischt, ja. Ja, ist recht, wie riecht's aus, ja, wiederhören. Frau Hofstädter, gehen wir. Ja, das hat ihn jetzt gefreut, das mit dem Mantel. Ja, viel Freude hat er sowieso nicht, der Chef. Ja, ist auch kein Wunder. Mit so einer Schreckschraube als Frau. No. Wir reden denn Sie von der Frau von Ihrem Chef. Womöglich
reden Sie in ein paar Jahren von mir genauso. Nein, keine Angst, Frau Götz. So wie die wären Sie nie. Da haben Sie auch wieder recht. So wie die wäre ich nie. Naja. Grüß Gott zusammen. Der Stier! Aha, da ist sie ja. So, jetzt ist das Fass endgültig voll. Ich möchte sofort eine Anzeige machen. Grüß Gott, Herr Dr. Stoffel. Ja. Ich hab gedacht, Sie wollen keine Anzeige erstatten. Ja, also für das, was sie heute Morgen gemacht hat, wollte ich sie ja nicht anzeigen. Aber was sie sich jetzt noch geleistet hat, das kann ich nicht mehr durchgehen lassen. Also, schreiben Sie, ich, Dr. Hasso-Stoffel. Hasso. No. Seien Sie doch bitte still, ja. Also, was hast du schon wieder angestellt? Ja, sie hat die Fenster von meinem Haus schwarz angemalt. Alle? Nein, nicht alle. Nur eins. Beim zweiten habe ich sie nämlich schon erwischt. Aber nur, weil ich geklopft habe. Sie haben nicht geklopft. Selbstverständlich habe ich geklopft. So habe ich geklopft. Und dann ist er rausgerannt gekommen. Und dann habe ich gesagt, Platz, Dr. Hasso. Wuff, wuff. Jetzt halten Sie sich doch zurück. Ja, und dann hat er ihn gefunden. Was haben Sie dann gefunden? Ein Farbtopf. Sie hat nämlich nicht nur meine Fenster schwarz angemalt, sondern auch meine Haustür. Leider bin ich nicht ganz fertig geworden. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Sperren Sie dieses verrückte Weib ein. Ah, komm ich dann vor Gericht? Darauf können Sie sich verlassen. Das ist schön. Endlich komme ich vor Gericht. Sie, die hat's doch nicht mehr alle. Die gehört doch in Ihren Haus. Meiner Meinung nach gehört noch ganz andere Leute hin. Was soll das heißen? Nix, gar nix. Das eine sage ich Ihnen, wenn Sie mich auf den Arm nehmen wollen. Ich nehme doch niemanden auf den Arm, der was gegen unsere Akkordeonschüler hat. Wollen Sie damit sagen, dass ich irgendetwas gegen Ihre Quetschkommudenschüler habe? Genau. Meinen Sie vielleicht, ich weiß nicht, dass in Ihrem Kirchenchor kein Schüler mitsingen darf, der in unserer Akkordeonschule ist? Ich bitte Sie, Frau Gretz. Mein Name ist Götz. Mona Götz. Ja, sag ich doch. Platz, Dr. Hasso. Schaffen Sie mir dieses Weib aus den Augen, ehe ich mich vergesse. Ja? Frau Hofstetter, Sie setzen sich jetzt sofort da auf die Bank. Ja. Und reden kein Wort mehr, bis Sie nicht gefragt sind, ja? Machen's weiter, Frau Götz. Das ist ein schlechter Mensch. Also, wenn Sie diesen Weib nicht sofort das Maul stopfen, dann hat das Folgen für Sie, ja? Ja, muss ich mir denn als stellvertretender Bürgermeister und ehrbarer Bürger auf dem Polizeirevier solche Beleidigungen gefallen lassen, ha? Stoffelchen. Was ist denn? Ich weiß was. Es ist genug. Ich kenne doch sein Autokennzeichen. Ich sage nur Waldweg, Eisinger Forst. Sie, jetzt reicht's. Ich sorge dafür, dass die in ein Irrenhaus kommt. Ja, dieser gemeingefährlich ist die. Bloß weil ich weiß, dass du, Dr. Hasso-Stoffel, verheiratet, 2 Kinder, Ja. Vorstandsvorsitzender der Chemie AG, Vorsitzender des Elternbeirates und Dirigent des Kirchenchores ein heimliches Verhältnis hast. Und Prediger nimmt die Wasser und selber sauft er einen Wein. Meinst du, ich weiß nicht, dass du schon seit 2 Jahren ein heimliches Verhältnis mit unserer Sopranistin, der Blumkleo hast, der junger Schnepfen? Da ist seine Alte viel schöner. Sie, das werden Sie noch bereuen, das sage ich Ihnen. So lasse ich nicht mit mir umspringen, ja? So nicht. Ja. Bravo, Frau Hofstetter. Dem haben Sie es aber jetzt gegeben. Frau Hofstetter, jetzt haben Sie es zu weit getrieben. So kann man doch nicht mit einem unbescholtenen Bürger umspringen. Was unbescholtener Bürger? Wetten, dass der seine Anzeige zurückzieht? Mit einer wette ich doch nicht. Ich will ja nicht verlieren. So, aber jetzt suche ich meinen Ludwig. Frau Hofstetter, diesmal wird er nicht auf die Anzeige verzichten. Sie sind zu weit gegangen. Wetten wir um 10 halbe. Mit einer wette ich nicht. Aber kommen wir rein, dann können wir schon mal die Anzeige aufnehmen. Was ist mit dem Stoffelchen?
Der möchte ja mich anzeigen, nicht ich ihn. Ja, schon, aber das Protokoll, das können wir doch schon noch mal aufnehmen, oder? Bitte. Nein, heute mag ich nicht protokollieren. Frau Hofstädter, jetzt machen wir es halt nicht gar so schwer. Ich mach das doch nicht schwer, Bulli, ganz im Gegenteil. Ja, da merke ich aber nichts davon. Jetzt warten wir doch erst mal auf seinen Anruf, gell? Was denn für ein Anruf? Ja, auf den Anruf von meinem Stoffelchen. Ja, glaubst du denn wirklich, dass der auf seine Anzeige verzichtet? Was Sie jetzt gemacht haben, das ist nicht bloß grober Unfug, das ist Sachbeschädigung. Mein Stoffelchen verzeiht mir alles. Wollen Sie denn nicht endlich einmal aufhören mit dem Blödsinn? Hä? Schauen Sie, es ist nie zu spät, um sich zu bessern. Also, dann können wir ja noch ein bisschen warten, gell? Machen Sie mal keine Schwierigkeiten, jetzt warten Sie noch, ich komme gleich wieder zu Ihnen. Ja? Ach, das schon, ja. Die Frau Hofstädter ist auch wieder mal da. Bin vollkommen freiwillig hier. Ja, Frau Hofstädter, Sie kommen doch immer freiwillig zu uns, oder? Ludwig, stell dir vor, sie hat bei unserem stellvertretenden Bürgermeister die Fenster schwarz angemalt. Was? Einem roten Bürgermeister die Fenster schwarz anmalen? Das geht zu weit. Hervorragend. Frau Hofstädter, so kommen wir doch nicht mit dem zweiten Bürgermeister unserer Gemeinde umspringen. Dafür kommen Sie jetzt vor Gericht. Wollen wir wetten, dass der seine Anzeige zurückzieht? Frau Hofstädter, wir sind Polizisten und keine Fußballschiedsrichter. Wetten wir um 10 halbe? Darin wird nicht gewettet. 5 halb. Okay. So, und jetzt zu Ihnen. Ja, Sie sind mit einem nicht mehr ganz verkehrstüchtigen Auto die Hauptstraße in Schlangenlinien gefahren und hätten beinahe einen Unfall verursacht. Außerdem hat sie keine Papiere dabei und kann sie nicht ausweisen. Ist das soweit richtig? Was ist los? Wollen Sie auch einen Mord anzeigen? Ludwig, Was denn? siehst du es denn nicht? Sie ist heiser, ja? Ah, also, sagen Sie mal, haben Sie was getrunken? Nur 2 halbe. Also so wie die Hauptstraße entlang gefahren ist. Moment mal, Ludwig, schau mal, da. Bitte. Ach so, Sie wollen was schreien, bitte, ja? Soll jetzt ich vielleicht übernehmen? Vielleicht geht's dann ein bisschen schneller. Ja, Frau Hofstädter, das glaube ich nicht. Bitte, bitte nehmen Sie wieder Platz, ja? Bitte. Ich habe Medikamente genommen. Ja, Sie sind gut. Ja, wieso fahren Sie da Auto? Jeder Mensch weiß doch, dass er nicht mehr Auto fahren darf, wenn man Medikamente genommen hat. Genau. Keine Macht den Drogen. Ich bin die Sängerin Julia. Ja und? Ja, du, die ist gut. Bloß weil Sie meinen, sie heißt Julia, kann sie sich alles erlauben. Kennen Sie mich nicht? Nein, ich kenn's nicht. Kennst du die? Nein, er ist nämlich nicht ihr Romeo. Sagen Sie mal, können Sie Akkordeon spielen? Das sehen Sie. Drum kennt Sie den Ludwig nicht. Ludwig kennt nur Menschen, die aus so einem komischen Kasten so eine Musik rausquetschen. Frau Hofstädter, setzen Sie einer jetzt da hinter und schammern Sie einer. Ja, Ludwig, was machen wir jetzt mit ihr? Mit wem? Mit unserer stummen Sängerin. So. Ja gut, ich meine, fahren lassen können wir es auf keinen Fall in dem Zustand, nicht? Außerdem müssen wir erst noch Ihre Personalien feststellen. Rufen Sie Herrn Palmer an. Die Nummer ist 089584. Er soll meine Papiere mitbringen und mich hier abholen. Palmer. Palmer, ist das Ihr Mann? Ein Verwandter? Wer ist er? Ein Mensch. Ich verstehe bloß Metscher. Metscher? Ja, Simon, Manager. Manager! Manager! Ja, Ludwig, soll ich da mal Ja, anrufen? selbstverständlich, ruf gleich mal an. Polizeiinspektion Stuffelhausen, Hahn. Ah, Sie sind Herr Dr. Stoffel. Ja, die ist noch da. Ja, wir wollten gerade das Protokoll aufnehmen und darum wäre es gut, wenn Sie auch. Nicht? Aha. Ja, also ich kann Ihnen nur raten. Ja, Herr Dr. Stoffel ist gut. Ja, auf Wiederhören. Ja. Was habe ich gesagt? Der zieht seine Anzeige zurück. 5 Euro.
Frau Hofstetter, Sie sollen dann zu ihm rüberkommen, er will das mit Ihnen persönlich besprechen. Dem seine Besprechungen kenne ich. Frau Hofstetter. Vielleicht will er aber auch nur, dass sich seine anderen Fenster auch noch schwarz anstreichen. Ja, Frau Amanda! Amanda, lass bloß das Anstreichen bleiben, ja? Gut, dann sing ich. Wenn vor Capri. Ludwig, glaubst du, dass er sich das zu Herzen nimmt? Nein, das glaube ich nicht, im Gegenteil. Jetzt macht es wahrscheinlich gerade mit Fleiß. Das sag einmal, sehe ich das schon richtig, oder? Dass du da überhaupt nichts dagegen hast? Ja, entschuldige, ich bin der Polizeibeamter. Und sowas kann und darf ich nicht dulden. Sag einmal, wo treibst dich denn du die ganze Zeit rum? Ich such dich schon seit Stunden. Ja, ich dir auch. Wo ist meine Brotzeit? Brotzeit, Brotzeit. Du, deine blöde Brotzeit. Unser Konzert ist in Gefahr. Wieso? Wegen dem depperten Musikverein vielleicht? Nein, nicht wegen dem depperten Musikverein. Aber wir haben morgen bloß nur ein halbes Programm. Das verstehe ich jetzt nicht. Wer wird denn auch? Der Gerd, der wollte ja zu dir, aber du bist ja nie da. Ja, warum, was wollte er denn von mir? Der Gerd wollte zu dir, um dir zu sagen, dass die Flamenco-Gruppe morgen am Samstag nicht auftreten kann. Was? Ja. Ja, haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ja, die sollen's bloß wagen und nicht auftreten, mein Lieber. Ja, denen werde ich dann schon helfen. Da müsst aber dann zuerst einmal der Heidi helfen. Die will nämlich nicht tanzen. Sie kriegt ein Kind. Ja, dann soll sie ihr Kind am Sonntag kriegen. Morgen wird getanzt. Die kriegt doch das Kind erst in 7 Monaten. Aber sie will trotzdem nicht tanzen. Als Ersatz haben sie die Ordnerfroni vorgesehen. Aber mit derer tanzt der Enzo nicht. Das kann ich verstehen. Jetzt sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Hört denn das überhaupt nicht mehr auf? Ein Problem nach dem anderen. Das gibt's doch nicht. Da ist bloß dieser depperte Musikverein schuld. Dabei haben wir einen Waffenstillstand vereinbart. Setzen! Schrei doch das Madel nicht so. Sie kann ja nichts dafür. Such lieber einen Ersatz für die Heidi. Das such doch du an. Ja, was meinst denn du, was ich die ganze Zeit schon mache? Nix, du machst überhaupt nichts. Du saust in der Gegend rum und suchst mich, anstatt dass du eine Flamenco-Solotänzerin suchst. Ludwig, ich hab heute gemeint, du sollst noch mal mit ihr reden. Vielleicht kannst du das ja umstimmen. Ja, was soll ich ihr sagen? Soll ich vielleicht sagen, sie ist gar nicht schwanger? Sie pult sich das alles bloß ein? Oder soll ich ihr nur ein Kind machen? Also so ein Schmarrn. Sie halten sich raus, sie setzen sich hin und warten, bis sie aufgerufen werden. Ah, ich weiß, was sie will. Ich soll ihr mal anrufen, ja? Mein Lieber, das war mein letztes Konzert, das schwöre ich dir. Ja, das schwörst du mir jedes Jahr. Ja, aber diesmal war es wirklich. So, und dann mache ich die Musikverein alles mit Fleiß. Wenn die ihr Jahreskonzert haben, dann machen wir am gleichen Abend eine Tanzveranstaltung. Hey Ludwig, hör halt auf, das umeinander zu fantasieren. Das ist doch ein Schmarrn. Such lieber eine Tänzerin oder red mit der Heidi. Ja, die Heidi köpfe ich mir am Abend vor. Red du noch einmal mit Enzo. Nein, ich rede jetzt erst einmal mit dem Gerd. Vielleicht fällt ja dem noch was besser sein. Ja, sagst du mal schönen Gruß von mir. Wenn er sich nicht augenblicklich was anderes einfallen lässt, dann kann er seinen Zuschussantrag nämlich vergessen. Dann stimme ich im Gemeinderat bei der nächsten Sitzung mit meiner Fraktion gegen ihn. Da wäre er frei kommen, wenn ich ihm das sag. Ja. Du spinnst doch. Was ist los? Ja, grüß Gott, hier ist Polizeiinspektion Stuffelhausen-Hahn. Sind Sie Herr Palmer? Ja, Christiana. Sie, bei uns ist eine junge Dame, die sagt, dass sie Julia heißt und dass sie Sängerin ist. Ja, aber sie kann sie nicht ausweisen. Aha. Ja, die Beschreibung stimmt, ja. Ach so. Ja, ist gut. Also, bis später. Wiederhören. Er kommt. Herr Hahn! Herr Hahn! Aber, doch schon her. Lieber Herr Hahn! Hey, Kundschaft, hey, Kundschaft. Sie müssen mich sofort verhaften. Halt! Bitte schön. So. Was haben Sie denn schon wieder angestellt? Nix. Ich hab der alten Kuh eine Bratpfanne nachgeschmissen. Aha. Und, ist was passiert? Ja, ein Tuin hat's. Die Frau. Nein, die Bratpfanne. Aber die alte Kuh wird gleich kommen mit der Bratpfanne und mit dem Hund. Aha. Ja, nix, aha. Sie müssen mich sofort verhaften. Ach, Sie meinen, ich soll Sie in Schutzhaft nehmen? Das ist doch mir wurscht, wie das heißt. Aber machen schnell. Sie, die ist im Stand und bringt mich um. Ja, das war nicht das Schlechteste. Ludwig! Ich meine, sowas könnte man auf keinen Fall zulassen, Frau Motzer, nicht wahr? Also wirklich nicht, Herr Götz.
Ich bin doch eine ausgesprochen pflichtbewusste Bürgerin. Ja. Fast jeden Tag meinte er ein Vergehen oder ein Verbrechen. Ja, ohne mich waren sie ja vielleicht sogar schon arbeitslos. Da haben sie wahrscheinlich sogar recht, ja. Ja, auf was warten sie denn dann noch? Auf einen Hund, der nicht mehr bellt. Ja, also, das dürfen Sie mir jetzt wirklich nicht vorwerfen. Der Hund hat 2 Nächte nicht gebellt. Ja, da habe ich doch annehmen müssen, dass er ihn umgebracht hat. Ja, dass sie ihn vergiftet hat. Ja, sie, derer Person ist alles zum Zutrauen. Die steht Zwetschgen. Und wer Zwetschgen klaut, dem ist auch ein Mord zuzutrauen. Was für eine Logik. Ja, das ist Psychologie. Markus, der Frau darf unter keinen Umständen was passiert. Verhafte sie und sperre sie in Zelle 1. Zelle 1? Ist das eine besondere Zelle? Das ist eine ganz besondere Zelle. Das ist unser Kellerverlies. Ein Kellerverlies? Ja. Gibt's da auch Ratten? Ja, das sind im Moment die einzigen Bewohner von Zelle 1. Dann möchte ich lieber in Zelle 2. Wir haben bloß Zelle 1. Ja, ich glaube, die kommt gar nicht. Dann ist auch gar nicht nötig. Frau Motzer, hallo. Ich darf da jetzt nicht ausgehen. Nein, auf keinen Fall. Ja, Sie bringen mich doch heim. Nein, das geht doch nicht. Wir dürfen leider keinen Personenschutz übernehmen. Nein, aber wir dürfen sie einsperren. Sie wissen schon, Zelle 1, die mit den langen Schwänz. Gut, dann geh ich. Aber wenn ich tot bin, sind Sie schuld. Das wird jetzt bestimmt eine Lehre sein. Hoffentlich. Ludwig, also es ist wie verhext. Es hört nicht auf. Ja, was ist denn jetzt schon wieder los? Der Sebastian hat sich am Finger gebrochen. Er war beim Nasenbohren, oder was? Das ist kein Witz. Ja, bei was dann? Das ist ein Onkel Ludwig, der hat sich wirklich einen Finger gebrochen. Der wollte jemandem erklären, wie man Karate macht. Der hat doch noch nie Karate können. Und hat er sich am Finger gebrochen. Was machen wir denn jetzt? Der hätte doch die Solo spielen sollen. Ja, und dann spiel ich die Solo. Das geht doch nicht. So. Du musst doch dirigieren. Ja, dann dirigiere ich halt, dann spiel die Solo auch noch. Wo liegt das Problem? Und du tanzt in der Flamenco-Tanzgruppe mit. Oder noch besser, du magst einen Bauchtanz. Also jetzt spinnt er komplett. Was? Hoi, Was spinnst du? Oh. Polizeiinspektion Stubelhausen, ha? Sie sind Chef. Ja, grüß euch, wie geht's denn? Besser? Ja, das ist gut. Morgen kommen wir's wieder. Ja, wunderbar. Ja, die Unterlagen von heute Vormittag, die sind schon in einem Büro. Einer Frau hat's am Ludwig gegeben und der hat's klein überbracht. Nein, der ist nicht da. Der ist auf Streife. Ja, heute ist allerhand los, ja. Ja, ihr riecht's ja aus. Ja, selbstverständlich heute die Stellung, Chef. Ja, klar. Wiederhören. Und gute Besserung. Er wird sich wundern. Der wird sich wundern. Wer wird sich wundern? Der Mantel Ernst. Warum? Ja, weil sein Auto halt leider am Marktplatz immer noch an der gleichen Stelle steht wie vor 2 Stunden. Jetzt habe ich ihm leider wieder einen Strafzettel an den Windschutzscheiben hängen müssen. Sie reden erst, wenn Sie gefragt werden, gell? Ludwig, Sie kann doch gar nicht reden. Ja, eben drum. Sag mal, was ist denn eigentlich los mit dir? Du bist doch sonst nicht so penibel. Bei hinterfotzigen Musikvereinsvorsitzenden kann man gar nicht penibel genug sein. Da muss das Auge des Gesetzes mit besonderer Strenge wachen, jawohl. Und bei Personen, die nicht reden können, erst recht. Setzen. Was ist denn heute los? Polizeiinspektion Stubelhausen haben. Ja, der ist da. Moment einmal. Für dich. Wer ist denn? Dein Informant. Aber was heißt der Informant? Der Seppel möchte auch mal Polizist werden, so wie mir, nicht? Seppel, grüß dich, das ist der Götz, ja? Die Amanda.
Die Frau Hofstetter, wo ist die gesehen worden? Am Marktplatz mit einem verdächtigen Eimer. Weißt du, was in dem Eimer drin ist? Noch nicht. Ja gut, ich bin sofort da, ich werde ein Auge drauf halten. Jawohl, danke dir. Sauber, sauber, sauber. Um was geht's denn? Geht's um unsere Stammkundin? Ja, und wenn denn sonst? Die Amanda ist am Marktplatz gesehen worden mit einem verdächtigen Eimer und einem Mantel. Herrschaftszeiten, die führt bestimmt da irgendwas im Schilde. Also manchmal glaube ich, diese Frau, die muss man vor sich selbst beschützen. Tja, da kannst du nichts machen. Aber solange du nichts ansteckst, kannst du das nicht verhaften. Du kannst die höchstens auf die Lauer legen. Im Gegenteil, die nehme ich jetzt in Schutzhaft. Naja, Zelle 1 haben wir ja noch frei. Ja. Polizeiinspektion Stubelhausen, Hahn. Was? Moment. Was gegen 15:30 Uhr ist aus der JVA Bernau ein Häftling bei Außenarbeiten entflohen. Aha. Was hat denn einen Kollegen überwältigt und seine Waffe an sich genommen? Nach Zeugenaussagen soll er bei uns da sein. Ja, freilich, passen wir auf, ihr könnt euch drauf verlassen. Ihr schickt die Fahndung gleich raus? Ah, kommt gerade, ja. Na, der Götz ist nicht da. Nein, der wirft gerade ein verschärftes Auge auf Parksünder. Ja, vielleicht hat er Glück, ja. Ja, ist gut. Ende. Das auch noch. Tja, da ist er aus dem Gefängnis entflohen und jetzt soll er bei uns da in der Stadt sein. Markus, du musst sofort mitkommen. Am Marktplatz schleicht eine verdächtige Person ums Geschäft vom Juwelier Brettschneider rum. So. Eine verdächtige Person. Aha. Und was ist an der so verdächtig? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das kann ich nicht so beschreiben. Mei, das ist halt einfach weibliche Intuition. Ja, weibliche Intuition, freilich. Wahrscheinlich die gleiche weibliche Intuition wie damals bei deinem Bankräuber, der dann bloß der Bankrevisor war. Mein Gott, das war halt Pech. Aber er konnte ihn auch schon wissen, dass ein Bankrevisor in Jeans rumläuft. Aber diesmal bin ich mir ganz sicher, mit dem Kerl stimmt was nicht. Also irgendwie schaut der aus, als wäre er gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ja, so mit Arbeitsanzug und so. Was? Wo? Sag ich doch grad. Der läuft vom Juwelier Brettschneider seine Schaufenster rum. Mensch, das ist er. Jetzt sag bloß, da ist wirklich einer ausgebrochen. Ja, da schau her. Da ist gerade die Meldung gekommen. Der soll bei uns da in der Stadt sein. Ja, auf was wart's denn dann noch? Ja, das ist er. Ja, ich kann jetzt da nicht weg. Dann ruf einen Hauler an, er soll sofort runterkommen. Genau. Es ist dringend. Frau Hauler, Ihr Mann muss sofort runterkommen. Ich muss einen entflohenen Häftling festnehmen. Ja, sofort! Also, komm, Ja, bin ich schon da. Halt! Oh, dein Funkgerät! Jetzt ist aber Funkgerät. Ja. Mein Gott, das Funkgerät. Au. Das gleiche da. Halt! Pass auf, ich brauch doch die Personenbeschreibung. Halt! Dein Mützen wieder! Ja, aber was ist denn jetzt bald? Der Chef, der kommt gleich. Markus! Ja, bin schon da. Links um, Marsch! Es wäre ja noch schöner, den armen, kranken Mann da runterjagen. Für was wäre denn nicht da? Das ist doch eine meiner leichtesten Übungen. Was machen Sie denn da? Was haben Sie gesagt? Jetzt passen Sie mal auf. Wir sind auf einem Polizeirevier und da wird deutlich gesprochen. Ja? Wir sind ja nicht da so im Zoo. Ach so, Sie sind heiser und warten da, bis Sie jemand mit dem Auto abholt. Ja, warum sagen Sie das nicht gleich? Sie, da haben wir kurz Hausmittel, einen Hoflattichtee. Wenn Sie den was trinken... Na, kein Kuhfladentee. Obwohl der auch nicht ganz schlecht sein soll. Ich mein Huflattich. So eine Pflanze. Ja? Wissen Sie was? Ich mache einer gleich eine Tasse und dann 2 Löffel Honig rein. Sie werden sehen, der wird Wunder. Wer sagt Sie eigentlich? Joel, au. Bitte? Hab nichts verstanden. Joel,
Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Jetzt reicht's aber wirklich. Ja, Julia, was machen denn Sie da? Sagen Sie bloß, Sie sind heute schon angereist. Was? Ja, um Himmels Willen, Sie haben ja überhaupt keine Stimme. Und Sie sind jetzt deswegen gekommen, dass wir das sagen. Weißt du, wer das ist? Na, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Das ist die Sängerin von die Stripstrolls. Was? Eine Stripperin? Eine Sängerin. Also Sängerin? Ja, heißt es vielleicht, dass wir unsere Tanzveranstaltung vergessen können? Ja, schaut ganz so aus. Jetzt kriegt der Ludwig doch noch seinen Willen. Nein, noch nicht. Was? Ich hab noch einen Trumpf in den Ärmel. Was für ein Trumpf? Ja, das wirst du gleich sehen. Wissen Sie, was die für ein Trumpf meint? Also, ich meine, wenn Sie besoffen sind, dann können Sie singen. So, da ist jetzt mein Trumpf. Und das trinken Sie jetzt, gell? Dein berühmter Kuhfladentee. Nicht Kuhfladen, Hufladentee. Trinken's nur, der wirkt Wunder. Naja, ich weiß schon, der schmeckt nicht besonders. Aber Medizin, die schmeckt, die taugt dann nichts, gell? Trinken! Und? Geht's wieder? So schnell geht's auch wieder nicht. Ja, lieber, da können wir lange auf ein Wunder warten. Wir müssen die Tanzveranstaltung absagen. Mir ärgert ja bloß, dass wir den Ludwig jetzt gar nicht auswischen können. Der hat so auch schon nur Ärger. Wieso? Die Heidi will nicht tanzen. Die Heidi, wieso? Ja, weil sie ein Baby kriegt. Okay. Jetzt kann ich nicht mehr. Und ich hab die Heidi immer für einen Bacillus gehalten. Wieso Bacillus? Ja, zuerst bringt's dich auf erhöhte Temperatur und dann hust du was. Hat's halt einmal das Husten vergessen. Ja, Nicht? wer ist denn eigentlich der Vater? Ja, das war's anscheinend nicht. Aha. Ja, oder sie will's nicht sagen. Ja, also ich bin's jedenfalls nicht. Bei mir hat sie was gehustet. So was weiter, wir packen es noch gleich. Ja, da schau her. Der Herr Musikverein ist da. Unsere Schreiberin. Sie halten sich raus. Sie setzen sich hin und warten, bis Sie aufgerufen werden, ja? Ich auch. Sie auch, setzen. Bitte. Das ist doch ihr Sache, wo's wartet. Da hat sie wieder recht. Sie bleiben sitzen und Sie haben da gar nichts zum Schnaubeln, gell? Freilich habe ich was zum Sagen. Ich habe ja schließlich da die Stellung gehalten. Ist er nicht nett, wenn er so narrisch ist? Wo ist denn der Markus? Der hat bei mir gerade angerufen und gesagt, er muss dringend weg einen Ausbrecher festnehmen. Ja, so ist anderer ist auch dabei. No, dann Prost Mahlzeit. Ja, und jetzt zu dir. Ja, was verschafft mir denn die Ehre deines Besuches? Ja, ich hab schon wieder so ein Zettel unter meinem Scheinwischer gefunden. Kennst du den vielleicht? Strafzettel? 20 €? Haben wir schon wieder falsch geparkt? Eieiei, du gehst aber leichtsinnig mit deinem Geld um, du. Geh du nicht so. Der ist doch von dir, du Götz von Berlichingen, du. Ah, hab ich's doch gewusst, dass du vorher der anonyme Anrufer warst, gell? 20 €. Und wegen dem Götz von Berlichingen, da reden wir später nochmal, gell? Aber den krieg ich wieder. Ja, erst wenn ich Trompeten spielen kann. Da nehme ich dich beim Wort. Da kannst du Gift draufnehmen. So, der soll mir ein bisschen auf Sünderbankerl hersitzen. Lass das Mädel in Ruhe. Die kann nicht reden, ja? Und solange ich nicht weiß, wer sie ist sie verdächtig. Ja, ich pass schon auf sie. Ja, freilich. Ich mach doch den Bock nicht zum Gärtner. Also komm, bitte, ja. Ja, hast du das gehört? Ja. Der hat mich einen Bock geheißen. Ich werde mich beschweren bei deinem Vorgesetzten. Ja, da ist sein Sprachrohr. Kannst aber auch gerne das Telefon benutzen. Oder noch besser, du gehst gleich auf zu ihm im ersten Stock, da kannst du es ihm selber sagen. Aber Frau Hauler, wenn Sie schon da sind, dann machen Sie wenigstens einen Kaffee. Und ich hätte gern ein Bier. Ruhe setzen! Soll ich ihm einen Kaffee machen? Ja, von mir aus, mach ich einmal. Da geh weiter, gib mir mal ein paar Bier und was zum Schreiben. Kreuzteufel nochmal, sag einmal, wie haben wir's denn da? Da herin, da befiehlt bloß einer und das bin ich, ist das klar? Schrei doch nicht so. Was ist denn jetzt mit meinem Bier? Wir haben kein Bier. Aber ich mache jetzt einen starken Kaffee.
Vielleicht wird's dann besser, gell? Alles war friedlich, Ernst. Alles war friedlich und ruhig bei uns, bis du mit dem depperten Musikverein gegen mein Akkordeonorchester gewettert hast. So, und wer hat dann voriges Jahr bei der Zeitung angerufen und hat in meinem Namen gesagt, dass das Konzert vom Musikverein ausfällt? Ich hab dir schon mal gesagt, dass nicht ich das war. Freilich war's das. Nein, ich war's nicht. Aber du hast von meiner Schule 2 Schüler abgeworben für dein depperts Blasorchester. So ein Schmarrn, die sind freiwillig gekommen. Ja, natürlich bin ich freiwillig gekommen. Hallo, Stoffelchen. Und zwar wegen der da. Dieses Mal verlange ich, dass sie die volle Strenge des Gesetzes trifft. Frau Hofstetter, was haben Sie denn schon wieder angestellt, hä? Ja, sie hat nämlich dem Rechtsanwalt Henze einen vollen Eimer Gülle über den Kopf geschüttet. Gülle? Ja. Sie meinen wahrscheinlich Odel, oder? Der bitte oder auch Odel, was Sie wollen. Jedenfalls war es eine stinkende Brühe. Frau Hofstetter, stimmt das? Ja, wenn's dir sagt, wird's schon stimmen. Wo haben Sie denn das Zeug hergehabt? Ja, also ein Mann hat mir den Eimer gegeben. Können Sie den nochmal beschreiben? Ja, der ruckt mal ein bisschen auf Zeitenschnupfen. Was ist denn hier? Der hat auf jeden Fall nach Schnaps gestunken. Ja, das kommt bei uns öfter vor. Ein bisschen genauer, wenn's geht, Frau Hofstetter, ein bisschen genauer, ja? Ich glaube, es war Whisky. Also, die will Sie doch bloß verarschen. Merken Sie das nicht? Frau Hofstetter, ich möchte jetzt wissen, wie der Mann ausgeschaut hat. Ja. Mein Gott, wie der ausschaut, wie der ausschaut. Ich schaue mir doch nicht jeden so genau an, der mir einen Auftrag erteilt. Auftrag? Ja, wollen Sie vielleicht sagen, dass Sie jemand beauftragt hat, dass Sie dem Rechtsanwalt Henze einen Eimer mit stinkendem Odel über den Kopf gießen? Selbstverständlich. Irgendwie muss ich mir ja mein Brot verdienen, wenn man mir meine ganze Existenz genommen hat. Brot? Dass ich nicht lach. Bier kauft sie. Nur Bier. Ja, für den Durst. Gell, Frau Hofstetter, nur für den Durst. Durst? Ich hab nie Durst. Das Weinglas ist gar nicht gekommen. Frau Hofstetter, wieso haben Sie denn das gemacht? Das hab ich dir doch gerade gesagt. Also, jetzt pass halt mal auf. Ich habe einen Auftrag ausgeführt. Einen Auftrag? Aber Erna, war schon klar, was Sie da gemacht haben, oder? Selbstverständlich. Ich habe einen Auftrag ausgeführt und bin dafür bezahlt worden. Aber ich habe nicht gewusst, was in dem Eimer drin ist. Also das höre ich mir jetzt nicht mehr länger an. Ja. Herr Götz, ich verlange, dass Sie dieser Person endlich das Handwerk legen. Kofferchen, Waldweg, Eisinger Forst. Werden Sie ja nicht anzüglich, Sie. Und bitte keine Beleidigungen, gell? Sonst muss ich mal mit dieser besagten Dame sprechen. Habe übrigens halt schon mal Gelegenheit gehabt, mit ihr zu reden. Eine schreckhafte Person. Also wirklich. Leider habe ich noch keine Zeit gehabt, mit ihrer Frau zu sprechen. Frau Hofstetter, ich warne Sie. Der Krug geht so lange zum Brunnen. Der Eimer, Stoffelchen. Der Eimer geht so lange zum Brunnen, bis er voll ist. Und der Eimer vom Rechtsanwalt Henze war voll. Schaffen Sie mir dieses Weib aus den Augen, ehe ich mich vergesse. Das möchte ich sehen, wie das ausschaut, wenn der sich vergisst. Frau Hofstetter, kommen Sie rein zu mir. Wir müssen die Anzeige aufnehmen, ja? Naja, es wird auch langsam Zeit. Ja, ist schon Bitte. gut. Bitte. Bitte. Ja. Und? Was ist mit dem Stoffelchen? Treiben Sie es ja nicht zu weit. Und, Herr Götz, das hier ist wohl ein Witz, ja? Wir machen keine Witze, Herr Dr. Stoffelchen. Genau, Dr. Stoffelchen. Wir machen keine Witze. Ruhe, setzen. Jawohl, Herr Polizeipräsident. Setzen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich diese 20 Euro zahle. Wir werden schon müssen, wissen Sie. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Ja, ich hab auch gezahlt. Machen Sie sich nicht lächerlich. Ich habe vor der Post geparkt. Ja, im Halteverbot. Reden Sie keinen Unsinn. Ich rede keinen Unsinn, dass das klar ist, gell? Da, wo Sie parkt haben, da darf man nicht einmal halten. Geschweige denn parken. Ja. Diesen Wisch können Sie sich sonst wohin stecken. Das möchte ich sehen. Ruhe! Zahl ich nicht, ja? Dann wirst verhaftet. Wuff, wuff. Setzen! Jawohl. Ja gut,
gut, wenn Sie nicht zahlen, dann machen wir halt eine Anzeige. Bitte, bitte, bitte. Darauf lass ich's ankommen. Ja? Vor Gericht, Herr Doktor. Da verlieren Sie mit Pauken und Trompeten. Ja, ja. Diese Musik muss ich aber nicht zahlen. Ja? Wiedersehen. Ich warte auf deinen Anruf, Stoffelchen. Und dann komme ich wieder zum Streichen. Setzen! Bitte. Dem haben wir's aber geben, gell? Also mit dem Dr. Stoffel täte ich mich nicht anlegen. Das gibt bloß Ärger. Nee, ganz im Gegenteil. Das war große Klasse. Der Ludwig hat bewiesen, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Der Mann, der kann sich alles erlauben, bloß weil er Doktor und Reservebürgermeister ist. Aber doch nicht mit mir. Nicht mit mir. Brauchen Sie nicht. Heute ist er nicht gut auf mich zu sprechen. Ich aber auch nicht. Das, was Sie da machen, das macht der Frau einfach nicht. Das ist entwürdigend. Moment einmal, gell? Ich bin entwürdigt worden. Der Stoffel und der Hänse, die haben mir damals alles genommen, gell? Mein Haus, mein Grund, mein Boden, mein Geld und ihr habt es alle gewusst. So, jetzt räche ich mich halt auf meine Weise, gell? Sie wissen das ja noch gar nicht, gell? Also das war nämlich so. Frau Hofstädter, es interessiert doch niemanden. Selbstverständlich, die junge Frau interessiert es schon. Ich habe nämlich einmal eine große Fischzuchtanstalt gehabt. An einem schönen, klaren Bach. Und eines Tages hat der Stoffelchen von seinem Chemiewerk alle giftigen Abwässer in den Bach geleitet. Und alle meine Fische sind verreckt. Sogar die Nachzucht. Die haben zwar angezeigt, gell? Aber der saubere Rechtsanwalt Henze hat ja einen Freispruch erwirkt, gell? Es wäre höhere Gewalt gewesen. Seitdem bin ich pleite und lebe von der Fürsorge. Ja, aber deshalb kannst du den zwei nicht immer wieder was antun. Nicht immer, aber immer öfter. Aber weil wir gerade so gemütlich beieinander sind, mag nicht jemand eine Runde Bier schmeißen? Sekt! Sekt für alle! Was ist los? Ich schmeiße eine Runde Sekt. Bier war mir lieber. Also gut, dann eine Runde Bier. Oh, mein schöner Verhafter spendiert eine Runde Bier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Euro. Na sehr, kaufen Sie einen Eimer voll Bier. Ja, na, bitte, bitte keinen Eimer. In Flasche wär's mir lieber. Ja, also, jetzt wäre noch eine schöne Brotzeit gut, hä? Für eine einsame Wurstsemmel wird's schon reichen. Wenn vor Capri... Sagt's mal, was ist denn da eigentlich los, Herr? So. Ha, will denn von den Anwesenden niemand wissen, was passiert ist? Sie haben den Ausbrecher festgenommen. Stimmt. Jetzt sag bloß, der Sandra hat diesmal den richtigen Rühr gehabt. Schmarrn. Also pass auf. Ich gehe zu der verdächtigen Person hin, die Waffe im Anschlag und sag, Hände hoch, Sie sind verhaftet. Darauf dreht sich der um und sagt, das sei sehr gut, dann können du putzen die Mauern von Haus. Wieso? Ja, den's gemeint hat, das war ein Polier von der Firma Vornberger. Die sanieren doch gerade die Fassade vom Brettschneiderhaus. Wie hast du ihn dann erwischt? Also pass auf. Ich war so narrisch über die Sandra, weil sie mich schon wieder blamiert hat, dass ich in meiner Wut den nächstbesten Autofahrer angehalten hab. Und der war's? Jawohl. Der war's. Ludwig, Nosen nimmt mir das. Nasenglück ist das, nix wie Glück. Ja und, wie hast du ihn dann festgenommen? Also wie er ihn gerade verhaftet gehabt hat, sind zufällig Kollegen von der Kripo Rosenheim vorbeigekommen und die haben ihn dann gleich mitgenommen. Das muss ich gleich meinem Mann erzählen. Mein Gott, so ein schöner Erfolg fürs Revier. Jetzt bin ich wieder einmal der Depp. Der Revierleiter kriegt eine Belobigung, der Markus wird befördert und ich krieg nichts. Aber geh. Und was ist mit den Haufen Strafzettel, die du immer ausstellst? Ist das nix? Ernst, was ist denn das schon gegen die Festnahme von einem entsprungenen Häftling? Ach so? Na, dann gibst du noch meine 40 Euro wieder. Was ist los? Das darf ja so passen, ja. Ich kann warten. Ja und? Was hat er gesagt, bis du ihn festgenommen hast? Hat er Widerstand geleistet? Ah, der hat sich ganz einfach festnehmen lassen. Der hat mich nur mit großen Augen angeschaut und hat gesagt,
Ja, wie haben's denn das bloß gewusst? Wie haben's denn das bloß gesehen? Ja. Sieht mir das vielleicht schon an? Hab ich den schon Streifen im Gesicht? Ah, hast du es ihm dann gesagt? Ja, bin doch nicht blöd. Wer glaubt jetzt, dass alle Polizisten Wesen mit übersinnlichen Fähigkeiten sind? Ich sag dir was, der unternimmt niemals mehr einen Fluchtversuch. Ja. Und wenn der mal entlassen wird, dann stellt der bestimmt nichts mehr an. Claudia, und jetzt sagst du ihm, was wir alles unternommen haben noch. Aber die Heidi will nicht tanzen. Was ist los? Was ist los? Das stimmt. Die Heidi, wir haben wirklich alles probiert. Ja. Aber die Heidi will nicht tanzen. Und der Enzo, der tanzt nicht mit der Ordnerfrone. Tut mir leid. Tut mir leid. Ist das alles, was du zu sagen hast? Tut mir leid. Wir haben wirklich alles probiert. Zu wenig hast du probiert. Viel zu wenig. Du bist mir vielleicht eine Hilfe. Wenn ich dran denke, was ich für dich schon alles gemacht habe, verstehst du? Ja, und darum tut's mir ja so leid, dass ich da nichts mehr machen kann. Einmal, wenn wir von euch was brauchen. Einmal nur, wenn wir von euch was brauchen. Wenn ich einmal was sagen darf. Na, du holst dich da raus. Ich hab schon Ärger genug. Ludwig, wenigstens das mit dem Sebastian kommt ja wieder in Ordnung. Er kann spulen. Warum? Ist der Finger wieder ganz? Der war gar nicht gebrochen, bloß geprellt. Er sagt, wenn er 10 zusammenbeißt, dann wird's schon gehen. Ja, dann muss er beißen. Der muss beißen. Singen muss er ja nicht, ne? Ja. Möchtest du nicht schon einmal Trompete üben? Lass mir doch du mal Ruhe. Der ist ja lauter wie eine Trompete. Also, wie ich gerade mitgekriegt hab, ist euer Akkordeonorchester jetzt wieder komplett. Und wenn jetzt ich, sagen wir einmal, für 2 Wochen meine Tanzveranstaltung verschieben täte, dann hättet ihr keine Konkurrenz. Du verarschst uns aber jetzt nicht, oder? Nein, ich bring's echt nicht übers Herz, euch so zu ärgern. Ernst? Ist das der Ernst? So war ich ernst, was? Ja, aber was ist mit deiner Kapelle? Ich meine, die Strippstruls, die musst du doch zahlen, oder? Ah, das lass nur meine Sorge sein. Ja, aber ich mein, ganz umsonst ist sowas natürlich nicht. Ja, das hätte man denken können, dass da dabei ein Haken ist, ja, nicht? 20 Euro. Was ist los? Du hast mir heute früher 20 Euro abgenommen und die möchte ich jetzt wieder. Ernst, entschuldige mal, Ernst, ich konnte doch die 20 Euro nicht wieder zurückgeben jetzt. Also, das kann er wirklich nicht. Du, der hat mir einen Strafzettel an die Windschutzscheiben gehängt, weil er sauer war auf mich wegen der Tanzveranstaltung. Jetzt habe ich die Tanzveranstaltung verschoben, also möchte ich meine 20 Euro wieder Ernst, haben. entschuldige das. Sag nichts. Damit darf die Sache erledigt sein, oder? Naja, eigentlich müsste das Geld von ihm kommen. Keine Sorge, das ziehe ich ihm vom Taschengeld wieder ab. Ja. Dann will ich mal nicht so sein. Ach so, ja. Ihr habt ja noch ein Problem, habe ich gehört, gell? Ja. Ihr habt keine Tänzerin. Ja, das freut dich wahrscheinlich ganz besonders. Nein. Und darum habe ich mich auch entschlossen, dass ich euch bei einem Problem helfe. Bier! Was? Ja. Bier für alle! Oh, da schau her, du bist ihr Sponsor. Moment mal. Die 2 waren aber vorhin nicht da, gell? Die kriegen ja nichts. Ah, was? Freilich, die kriegen doch auch was. Du musst aber noch einen 10er raus tun, weil der mickrige Schein hat gerade für 4 Leute gereicht. Was? Das gibt's ja gar nicht. Geh, im Getränkemarkt kriegt man doch für 10 Euro eine halbe Kiste Bier. Getränkemarkt? Wer geht denn schon in den Getränkemarkt? So viel zu weit weg? Nein, ich war da gegenüber im Hirschen. Lassen Sie mal schauen, was da gekauft Hat, haben. ich hab eingekauft, also pack ich aus, Bulli, gell? Also darf ich jetzt einmal was sagen. Der möchte was sagen. Lass ihn was sagen, dann geht er vielleicht, dann haben wir mehr. Ja, ganz bestimmt, gell? Erstes, wir haben ja noch Brezen, hä? Du wolltest uns was sagen, Ernst? Ja, also ich habe eine Tänzerin für euch. Was? Ja, und zu der wird auch der Enzo nicht Nein sagen. Ernst, du verarschst uns jetzt wirklich nicht. Aber Ludwig, wie kannst du sowas von mir denken? Ja, weil man so ganz umsonst ist so eine gute Tat natürlich auch nicht. Ja, das hätte man denken können. Warum sollst ausgerechnet du was umsonst machen? Aus reiner Freundschaft und Nächstenliebe. Ja, und die 20 Euro, die du mir vorhin abgenommen hast, hast du mir auch nur aus reiner Freundschaft und Nächstenliebe abknüpft, gell? Also gib mir die auch wieder, dann kriegst du deine Tänzerin und wir sind wieder die besten Freunde. Ja, du bist doch ein Haderlump. 20 Euro. Schaffzeiten nomen, nein, da hast du's. Aber jetzt her mit deiner Tänzerin. Nein. Jetzt lernst du erst einmal Trompeten spielen. Ja, da beitet der Hund was. Nein, da beitet mir der Hund gar nichts. Ich hab gesagt, ich krieg die 20 Euro wieder. Dann hast du gesagt, erst wenn ich Trompete lerne. Ich hab jetzt die 20 Euro
Ja, dann sei doch zufrieden und Freude. Ja, aber wo ist jetzt die Tänzerin? Nein, erst wenn du mir versprichst, dass du Trompete spielen lernst und bei unserem nächsten Konzert vom Musikverein mitspielst. Also, ich finde das eine gute Idee. Ja, sie hat aber keiner gefragt. Setzen. Bitte. Was? Ernst? Sie kann Flamenco tanzen. Ja, darf ich vorstellen, das ist die Julia, die Sängerin von den Stripstrulls. Und nebenbei tanzt sie bei einer Folkloregruppe. Flamenco. Das ist ja phänomenal! Und Sie täten uns wirklich helfen. Ja, aber ich hab ja hingeredet an sie wie an einen kranken Gaul, gell. Aber für meinen Freund Ludwig mache ich alles. Stimmt gar nicht, gell? Sie haben das selbst gemacht. Ja, natürlich. Das ist ja noch besser. Dann fahren wir jetzt gleich zur Heidi und holen das Kostüm. Das passt schon. Ja, das passt bestimmt. Und für heute Abend um 8 setze ich noch mal eine Probe an. Ja. Ludwig, ist das so in Ordnung? Ah, das geht in Ordnung. Ernst, stups einmal. Komm, stups einmal. Hallo, Sie. Wenn Ihr Freund kommt, dann komme ich mit ihm zu Ihnen nachgefahren, mit dem Streifenwagen. Sag mal, was fuchtelst denn da rum? Gern tut's doch. So. Sängerin bei den Stripstrulls ist Ja, die. genau, bei den Stripstrulls. Wir haben jetzt gleich noch einmal die Kapelle geheißen, die morgen Abend bei deiner Tanzveranstaltung spielen hätte sollen. Du, das finde ich voll super, dass du jetzt Trompeten lernen möchtest. Finde ich super. Was steht denn eigentlich auf arglistige Täuschung? Mindestens 3 Monate. Ja, 3 Monate oder 3.000 Euro Geldstrafe. Das Telefon läutet. Prost. So, jetzt schaut er die so, die trinkt das ganze Bier alleine. Jetzt geh halt endlich mal ans Telefon. Vielleicht kriegst du dann auch noch eins. Brauerei Stuffelhausen? Nein. Polizeiinspektion Stuffelhausen, Hahn. Was ist ans, Herr Dr. Stoffel? Was der Rechtsanwalt Hense verzichtet auf seine Anzeige. Ja, haben Sie ihm das geraten? Ja, also, ich darf einer raten... Du ratst gar nichts, du legst auf, ja. Ich rat gar nichts, ich leg auf. Auf Wiederhören. Sie sollen ihn dann besuchen kommen. Ist er nicht goldig, mein Stoffelchen? Ne? Bestimmt soll ich seine anderen Fenster auch schwarz anstreichen. Wollten wir nicht gerade was feiern? Heute kann ich einfach wieder was nehmen. Was? Geben Sie ihm doch auch was. Danke. Ja, freilich, so weit kommt's noch, dass der Kerl auch noch was zum Trinken kriegt, obwohl er uns jetzt so verarscht hat. Wieso denn? Du kriegst doch auch was. Nein, danke. Ich flüchte mich lieber in meine Musik. Ja, wie du meinst, Maestro, hä? Also, Prost beieinander. Prost sein! Prost. Jetzt ist passiert. Was? Jetzt ist aus. Was ist denn los? Ich komme nicht angemeldet. Was ist denn Ich los? habe mir die Schulter ausgerenkt. Was? Jetzt ist alles. Jetzt können wir unser Konzert endgültig vergessen. Ja, aber warum willst du denn das Konzert vergessen? Ich kann doch mit dem Arm nicht mehr dirigieren. Ja, was ist mit Erna los? Ja, was ist los? Ich hab mir die Schulter ausgekegelt. Das kommt davon, wenn mein Dienst allweil dirigiert. Ja, das hilft mir jetzt sehr wenig, ja. Ja, jetzt hilft nur noch ein Bier. Mach ja mal einen Dings, eine Hufladenpackung oder sowas. Ja. Ist recht. Von mir aus auch eine Kuhfladenpackung, wenn's nur hilft. Und Bier, viel Bier. Das hilft immer. Wenn das auch nicht hilft, dann dirigier halt ich. Du, Ernst? Du weißt doch, dass ich das kann. Ja, freilich kannst du das, aber darfst du das für mich machen? Aber geh, Ludwig, ich hab dir doch vorhin gesagt, dass ich alles für dich tue. Ernstl, du bist ein wahrer Freund. Ernstl, wenn du das für mich machst, dann versprich ich dir, dass ich bei deinem nächsten Konzert Trompeten spiele. Wirklich? Ja, freilich. Ein Mann! Entschuldige. Was ist jetzt los? Es tut mir nichts mehr weh. Jetzt ist wieder drin. Nein. Ja, ich bin wieder einsatzfähig. Schade. Und ich hätte so gern dirigiert. Ernst, kein Problem. Für eine nicht so kleine Spende kannst du morgen Abend gern zu uns auf die Bühne kommen. Mach doch gleich ein Benefizkonzert draus. Für die? Der Schmarrn für mich, nein. Da, für die Amanda. Die ist wirklich best mitgespielt worden.
Und die Hälfte von den Eintrittsgeldern und von den Spendengeldern gehen an Sie, dann können Sie sich wieder was Neues aufbauen. Genau! Einen Getränkemarkt! Da habe ich eine viel bessere Idee. Naja, unsere Inspektion, die ist doch schon seit längerer Zeit unterbesetzt. Naja, die Amanda kriegt ab morgen eine schöne blaue Uniform und ist ab sofort in unserer Marktgemeinde für Parksünder zuständig. Jawohl! Und ein ganz spezielles Auge werfe ich auf Bürgermeister, Rechtsanwälte, Vorstandsvorsitzende. Und ganz besonders auf den Vorsitzenden des Musikvereins.